20 Uhr. 20 Uhr. 20 Uhr. 20 Uhr. 20 Uhr. 19 Uhr. Geht da schon was? Ja, da geht irgendwas, glaube ich. Schmiedi! Herr Stoffel, habt ihr schon gesehen? Hashtag Popomann, Oberpopomann der Popomänner. Merci, Schmiedi, merci, Bussi aufs Nussi. Warum sagen die da schon wieder keine Twitch nicht? Meine Güte, ich kotzen Botzen her. Ein Botzen kotze her. Geht schon wieder nicht. Geht jetzt schon wieder nicht. Dann krieg ich einen Vogel. Krieg einen Vogel. Schau mal, filtern, Schmiedi durchsäge. Oh ja, merci dir. Habe die Ehre, Evans, Bürger, Montag, Kochstudio, Bitch! Wir schauen mal aus, erst mal den Haufen grüßen. Die guten alten Gepflogenheiten. Habe die Ehre an den Eisenwudler, den Adamski, den Maximilian, den Black Bolle, dem Filzen, der Katharina, dem Sepp aus Minga, am Beutelkrammer, Maxi, jemand, DC Customs, ein Dampfle und den Rest der Mods. Habe Dribbel an den Metal Devil, an den Level, an den Leitnerin, an den Motorfix, an den Xenomorph, von den Valentin, an den Thermikburschen. Wer nennt den Thermikbursche, Alter? An den Valentine, an den Manuel, an den Weißbierschaum, an den Arthur, an den Jakob, an den Michael, an den Nimm den Bus. Nimmer lang. Nur noch bis nächste Woche, dann dürfen wir nicht mehr. An den Bierhammer, an den Tausendbier, an den Lorenz, an den Mr. Flieger, an den Leon Hartmann, an den Florian, an den Andreas, an den Mr. Fingerboard, an den Sebastian, an den Thomas, an Maximilian, an den Pixel, an den Tanz der Wolf, an den Steffi B, an den Meister, an den Sebast, an den Price. Moment, jetzt muss ich los scrollen, sonst gebe ich nicht mehr mit, Alter. An Merlin der Zauberer, an den Leon, an den Holzmann, an den Benedikt, an den Kakashi, an den Philipp, an den Michi Stor, an den Flo, an den Luke, an den Bavarian Gaming. Merci. Herr Kulzer! Merci für dein Zwickel. Grüß an den Kulzer Clan. Babene! Ist der Katz! Hastrollo! Haut dritt! Grüß von die Kulzers aus der Quarantäne. Arbeitswag, da meine ich, hat sich einer den Chinesen-Virus eingefangen. Leider, Pläde, Corona positiv, aber mit viel Bier und einem Bürgerstream wird es schon. Nein, sei froh. Sei froh. Kannst du heim und sagst, Lex, wir müssen schon bleiben, du willst schon wohin daheim. Haut dritt! Passt, da ist Was ist denn los mit dir? Ich glaube, ich habe sie gekriegt. Mr. PL Productions! Du bist das erste Mitglied seit über 2 Monaten, das getriggert wird! Bitch! Moment, da muss ich gleich einen Vorstand anrufen, dass ich alles richtig gemacht habe. Moment! Die Nummer des Vorstands ist bekanntermaßen 555 Nase! Jawohl! PL Productions ist jetzt Mitglied und der Trigger ist gegangen. Kannst du das vorstellen? Ja, ich nicht, aber es ist gegangen. Passt! Schreib's dem 2 ins Boot! Ab in den Chat, Mr. Productions, habe die Ehre. Herzlich willkommen im Vollbier. Boot. Feuerwehrler Jan Rull. Ich hab das jetzt mit dem Namen, glaube ich, ausgesprochen. Ohne. Dass ich mich verdorben habe. Merci für den Drilling. Bussi aufs Nussi. Und ich sehe sogar in der Liste rechts, dass der PL Productions Mitglied geworden ist. Es geht wieder, ich weiß nicht, was ich umgestellt habe, weil ich 180.000 Sachen umgestellt habe die letzten 8 Wochen und immer wieder ist es nicht gegangen, aber jetzt geht's. Ich habe keine Ahnung wieso, aber machen wir einfach so. Nice. So, Kinder, wir schauen mal aus. Heute wird Pizza gemacht. Ich habe in die Dings gelesen, es gibt eine neue DLC. Ja, Cooking Simulator DLC Pizza. Ist aber sowieso klar, dass wir das spielen. Und ein bisschen Abwechslung muss auch mal sein. Was ist denn los mit dir? Ja, es geht wieder! Es freut mich! Gott, jetzt muss ich mich endlich nicht mehr aufregen. Stoffel, du kriegst gleich mal die Böbi-Trete hinten rein. Moment. Bekanntermaßen muss man nämlich auch wissen, dass man einen Vorstand auch so rufen kann. Was ist denn los mit dir? Moment! Blankster! Bist du's? Ist das der Tobias Blankl, den ich auch kenne? Persönlich? Falls ja, dann ist es ein bisschen komisch. Aber merci dir. So, ja, weiß ich nicht. Schreibst du mir im Stoffel 2 und im Blankl schreibst du auch gleich mal ein Boot zusammen. War überhaupt schon jemand da? Ich weiß nicht, leg wieder auf. Ich glaube, ich habe verkehrt rum aufgelegt. Ist nicht so schlimm. Chris der Hart, merci dir. Herr Stocker, nein. Nein, this is not what it means. Herr Kobelbauer, merci für den 666. Herr Stocker, habe drückt, Florian Stocker bombt 20 Euro. Habe DRRT Grüße aus Österreich. Heute ist den Merch angekommen. Aber hoffentlich nicht der vom Black Friday bzw. vom Weihnachten.
Sonst hätte es nämlich 1,5 Monate gedauert, das kann ich nicht so stehen lassen. Merci, die, oder das hätte nicht nur ein 20er kosten müssen. Was soll das? Da ist schon der erste wieder. Jonas Kohlbauer! Na, was nicht? Der Zocker-Steve war's wahrscheinlich. Ist schon wieder ein Member. Dankeschön, Alter! Ab in den Chat. Welcome to the Vollbier Squad. Im besten Squad der Welt. Dankeschön. Wir wollen jetzt sagen, ich komm schon wieder nicht mit, Alter. Voll Teufel ist da eine Letten drin, Alter. Moment, da muss ich mal mit dem Mixtier hier durchfahren. Ja, müssen wir mal die Babytröte, ja, die muss man, die Babytrete, die muss man ja auch mal putzen, ja? Da kommen wir jetzt mal reinfahren. Dann sehen wir, was da für ein Lörz rauskommt. Leute, chillt's, das kann kein Mensch mehr. Flying Fox, Derry Birger, was hältst du von einem Monat, was? Momentanen Lage mit dem ganzen Lockdown-Zeit, Grüße aus Nauburg, aus der Oberpfalz. Mir hängt schon langsam aus die Oberstraße, wir reden halt nicht über den Lockdown. Vielleicht noch im Stream einmal noch so einen kurzen Schlaganfall meinerseits. Da kommt gar nicht so viel Lörz raus, das hat sich viel schlimmer angefühlt. Naja, hilft nicht. Leute, Dankeschön. Alex, merci für den Zwickel. Wo haben wir jetzt stehen? Matthias, merci für den Drilling. Mr. Sims, merci für den Drilling. Oder Servus, kannst du mich grüßen und schöne Grüße als ob. Herr Matthias S., Bussi aufs Nussi, der kommt leider noch. Wo ist denn der Sims? Servus, Birger, wir haben wieder da. Wünsche dir was gesund bleiben. Wünsche dir auch, Alter. Bussi aufs Nussi. Vielen herzlichen Dank. Alex, merci, Flying Fox, merci. Der bekloppte Campus. Gibt's heute Speck-Pizza mit Eier und Zwiebel. Das ist sogar gar nicht mal so unfassbar schlecht. Da. Jeder Italiener kriegt zwar einen Schlaganfall, aber wenn der Italiener unser Essen vergewaltigen darf, Blanke, hörst auf jetzt! Kruzifix! Ich glaube nicht, dass du der Blanke bist, den ich auch persönlich kenne. Das glaube ich nicht. Der tut sowas nicht. Der tut sowas nicht. Und wenn, dann da ich es nicht verstehe. Eisenwurzler! Was mag er? Ein Prosciutto mit was? Speckse? Leute, ich kann nicht. Wo haben wir ihn überhaupt? Flo! Der ist Bürger begehrt, kein Bullshit, by the way, grüß dich, Bürger, wie geht's da? Der hat jetzt dann einen Termin irgendwann. Ich grüß ganz nett von euch. Steuerberaterin Merci dir, Eisenwurzler, merci. Prosciutto oder wie man das schreibt, was weiß ich, wie man Prosciutto schreibt, Alter. Ciao! Das war's internationale Mosezeichen für Welcome to the Vollbier Squad. Auswendig lernen. Bis zum nächsten Mal. Ansonsten fliegst du wieder aus. Dankeschön. Schön, dass das wieder geht. Gott sei Dank. Alter. Ich mag gar nicht wissen, wie viele Leute das ich übersehen habe, die geresubbt haben. Und sowas finde ich geht halt überhaupt nicht. Ja? Blanke, ich weiß nicht, was du tust denn? Blanke, ja, ich bin's, Alter. Ist you serious, Alter? Ja, auf jetzt! Sport der Geld, bist du behindert? Was soll das? Blanke, merci. Stop it. Lea Leudl, servus, Bier, begessen, geiler, nicht sagen. So, du Hobbykoch. Zennt mal die Hittenheit wieder oder gibt's bloß Lebensmittelvergiftung? Ja, oder bloß an Weißwurstauflauf? Das werden wir herausfinden. Facebook-Nachricht P. Das Facebook-Nachricht schaue ich schon gar nicht mehr, Alter. Ich schaue schon gar nicht mehr. Was ist denn? Oh Gott, ich weiß nicht, wo wir anfangen. Was ist denn heute wieder los? Kam geht der Member-Trigger wieder flippt mal aus. Ja, ist schon klar. Herr Moser, Herr Benjamin Baumschur-Reitmeier. Fühlen Sie sich geküsst auf. Wie nennt man? Es gibt doch mit Sicherheit, haben wir irgendwelche Mediziner da. Es gibt doch mit Sicherheit irgendwie. Es gibt doch da, der Homo sapiens hat doch hinten, da wo normalerweise ein Viech seinen Schwanz dann kriegt, sein Schworf, ja, nicht sein Pimmel, sondern sein Schworf, da gibt es doch bestimmt irgendeinen medizinischen Fachbegriff dafür, für das, dass das bei uns ja zurückgegangen ist. Und da ist doch mit Sicherheit noch was dort. Das ist nicht das Steißbein, oder? Ist das Steißbein? Was ist da wieder? Hey, Jager, merci, du weißt es selber, es ist, das braucht's nicht, aber du tust es trotzdem. Der bombt 20 Euro. Was? 21. auf ein geiles Jahr 2021. Grüße aus der Oberpfalz. Oberpfälzer, merci dir für deine 2021. Ich weiß nicht, warum sie angezeigt wird. Ihr habt zu lange Namen, Kinder. Jeder, der jetzt kauft, muss einen Daumen nach oben drücken. Sacrum. Los Leute, Bier auf Check. Bier auf Check. Bürger Live-Check. Grias WIA immer an Basti Hashtag Geldgeiler Wichser. Mike, merci. 30 Euro sind zu viel und du weißt es. Kann man jetzt halt mal chillen wieder eine Runde? Ich da so gern. Ich lese vor, der Mozart hat es extra rausgegoogelt. Zocker, wer war das wieder? Zocker, Steve, merci für dein Drilling. Leute, das geht nur eine Viertelstunde lang so weiter. Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Schauen wir mal, wie viel Trigger ich hätte gerne Hawaii. Das viel Teufel wieder. Speibe hier. Herr Mozart, ich kann es nicht vorlesen, weil die Leute nicht aufhören. Sie hören einfach nicht auf. Was? Lucky!
Was? Sally Visage vorbei, endlich aus dem Kuhstall. Hashtag Biogas. Ich weiß nicht, was man mit Sally Visage vorbei sagen möchte. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Luki, aber merci für den Zwickel. Alex, servus, Fall Guys. Alter, wir spielen kein Fall Guys nicht. Ich mag jetzt kein Fall Guys spielen. Nur mit 3 neuen Mitglieder. Flo, Labertaler, Holmi Schwaber und Matthias. Moment. Was ist wichst dir hier auf Zeiten tun? Telefon vielleicht auch mal richtig rumhalten. Vielleicht hört dann der Vorstand auch mal zu. Was ist denn los mit dir? Merci. So, haben wir's jetzt. Wir können mal anfangen zum Spielen. Ich weiß es auch nicht. Herr Langenecker, kommt noch mit dem 10er. Ich zahl mal Regina jetzt schon mal mit der mit der Rest für die. Ich nehme nur hochqualitative Zutaten her. Ja, da zahl ich drauf mit dem 10er. Da zahl ich drauf. Kinder, kann man jetzt mal anfangen? Haben wir's jetzt? Was? Ziegelgensberg. Was ist das denn? Ziegelgensberger. Alter, what the fuck ist das für ein Name, Alter? Den hast du doch ausdenkt. Das ist doch gelungen, aber im Vollbier-Squad sind alle willkommen. Ich glaube, ich passt dein Nachnamen wahrscheinlich nicht ganz in Dinger, ey. Ins Namensbier, ich weiß es auch nicht. Wo haben wir ihn jetzt wieder? Was ist das ist der Langenecker. Matthias Langenegger bombt 10 Euro. Dankeschön. Wie soll meine Regina Jazz Art Show mal, der Rest ist für die. Was, eine Regina Jazz? Ich weiß nicht, was die bevorliest, Alter. Bekloppter Campus, merci für deinen Zwickel. So, jetzt bis zum Richie Fisch hier machen wir noch. Dann ist er Ruhe. Das hört ja nicht mehr auf wieder. Das hört ja mehr sitzen wir bis um halb rein da. Ich möchte Pizza machen. Ich möchte Pizza. Und wenn wir einen Preisen Pizza machen, aber jetzt machen wir erstmal das Tutorial, Alter. Ich kann ja gar nichts erzählen, Alter. Ich sitze mit einfach da so her so. Zusel, merci für den Fünfer und schauen wir das noch ein wenig an. Weil... leichter geht nicht, Alter. Das Streamen durchgespielt, ich weiß es auch nicht. Außerdem haben wir 1350 Leute. Da geht der Ode, ich hab noch keine Sekunden nicht gespielt. Ich hab noch keine Sekunden irgendeinen Scheißdreck geredet. Keine Sekunden. Keine Sekunde, Alter. Richie, merci für dein Zwickel, oder was war's? Zwickel, merci dir. Thomas Gröber, merci für deine Mitgliedschaft. Herr Samuel Croft, merci für deine Mitgliedschaft. Das ist Baby-Tritt, die hab ich gefallen. Jetzt hat's einen Scheiß! Fix Letten, Alter! So, Ruhe ist jetzt. Mike, merci für den Fünfer, der noch kommt. Und der Herr Menhorn, merci für den Fünfer. Jetzt ist er Ruhe, ich krieg einen Schlaganfall. Wir spielen wir jetzt. Jetzt halt dein Futzen! Ihr seid lauter gestört. Ich sitze mir hier und schaue wegen zu. Kann man jetzt einfach mal spielen. Ja? Ich habe in die Bewertungen gelesen. Herr Samuel Craft, merci für die Mitgliedschaft. Oder Pussy. So. Ich habe in die Bewertungen gelesen, es kann sein, dass es ein bisschen buggy ist. Wird gut, oder? Es wird gut. Wird gut. Wer war das wieder? Der Johannes Menhorn. Es gibt einen extra Platz in der Hölle für Hawaii-Pizza essen. Das stimmt. Es gibt auch einen Platz in der Hölle für Leute, die einen Gickerl mit Besteck essen. Schalt mir erst mal um. Mike, merci für den Fünfer. Du hast einen Basti nicht gekriegt. Hab ich? Basti! So, 2%, das ist gut. So, jetzt passe ich am Obacht. So, Leute, I'm serious. I'm serious, ganz kurz. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Mitgliedschaften, die endlich wieder angezeigt werden. Dankeschön. Dankeschön an die ultra-treuen Leute, die es trotzdem blind sind, über die Zeit, wo das nicht mehr getriggert worden ist. Sowas nervt mich extrem, aber jetzt geht's wieder. Blöd! Nice! Hofi, merci für deinen Zwickel. Bussi aufs Nussi. Mary Müh, merci für deine Mitgliedschaft. Feuerwehrler, merci. Oberpfälzer, merci. Lucky, merci für deine Mitgliedschaft. Fühlt euch gegrüßt. Herzlich willkommen im Vollbier-Squad, im schönsten Squad der Welt. Und jetzt ist er Ruhe. Komm, da muss ich nicht einfach mal anders stellen. Ich laufe da die ganze Zeit. Seht ihr eigentlich, was ist? Das ist das, was ich vorher erzählen wollte. Aber nein, da ist schon wieder ein Scheiß Donation drüber. Pizza Express. Wenn Obst auch nur in die Nähe von einer Pizza kommt, Zaunlatten to your face. Du weißt schon, dass Tomaten Obst ist? Müsst ihr die lachen. So, jetzt pass auf. Neuer DLC.
Pizza. Natürlich sparen wir den. Wie ich das Ding heute gekauft und installiert habe ich aber dann Folgendes gesehen. Wer ist da wieder? Mario! Merci dir. Welcome to the Vollbiscuit. Ich darf so gerne was Herz sagen, aber ich kann nicht, weil da rechts die ganzen Donations drüber liegen. Jetzt auf jetzt! Kruzifix! Nervt's mich nicht! Mach aus jetzt! Nix mach ich aus jetzt! Das sind wir für den Weihnachtsmusi da. So! Beta Sign-Up. Cooking Simulator VR. Wie ich das halt gesehen habe ich ganz tief in mir gewusst so. Oh, das wird gut. Ich habe mich natürlich angemeldet. Ich hoffe, wir genommen. Ich hoffe, ich darf das streamen. Das weiß ich nämlich nicht. Ja, da wird es sehr lustig. So, Schnauze jetzt! Ich hört's aber einfach auch nicht auf, wenn ich es einfach wegignoriere. Core-Gamer, merci. Ja, Jager, merci. Pascal, merci. So, Bussi aufs Nussi. Jetzt wird er gemacht an der Pizza. Sie, fliegen. Neues Spiel. Machst du ein neues Spiel? Pizza. Hä? Ich lese vor. Jetzt trinke ich erst einmal einen Schluck, weil sonst speibe ich nämlich vor lauter Sodbrenner nach einer Viertelstunde schon her. Was soll denn die Weihnachtsmuse? Hat sie alle nicht ganz sauber? Audio. Was ist das? Creative Cover, was weiß ich, Alter. Oder als auf Standard, was, Musik, da kann man Musik nicht wechseln. Ihr Arschlöcher! Es ist fucking Mitte, Ende Januar! Da möchte ich keinen Scheiß hören. Ich glaube, dass ich einen Vogel kriege, Alter. So, Pizza, Staccato, Papene, Vanille, Schoko, Erdbeer. Erfülle deinen Wunsch einer echten Pizzeria. Bereite authentischen Teig und köstliche Soßen zu. Verwende Profimaschinen für maximale Effizienz und backe wunderschöne Pizzas. Was ist nicht Pizzen? Pizzen oder Pizzas? Mozart, du bist wieder gefragt. Ab nach Google. Ab nach Google, schau mir nach. Pizzen oder Pizzas? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja dann nix. Die deinen Kunden lieben werden. Okay, spätestens der Satz ist falsch. Schließe Quests ab. Der Begriff Quests innerhalb von einer Pizzeria ist irgendwie falsch. Und schalte Dutzende neue Produkte frei und mach dir einen Namen unter den besten Pizzabäckern der Welt. Ich bin der beste Pizzabäcker der Welt. Bitch! Schließe zu guter Letzt 3 Meisterherausforderungen ab, um mächtige Meisterperks freizuschalten und allen zu zeigen, wer der Beste ist. Ich will stets der Beste sein. Druck auf Spielen, fang an jetzt! Angriff! So, jetzt pass auf. Profigerät für Pizza. Schreibt der GSI-Champ. Das da. Ohne das da geht hier gar nichts. Verstehen Sie? So. Achtung. Los geht's. Pascal! Endlich mal ein ordentliches Spiel. Danke dir. 10er ist zu früh und du weißt es. Dankeschön. So. Achtung. Ich lese vor. Hallo und willkommen im Papa Pepes Pizzeria. Du siehst vielversprechend aus. Das liegt an meinem Vollbier-Squad-Pulli. Ich möchte ein paar meiner Geheimnisse mit dir teilen und wenn du dich gut anstellst, dann könntest du sogar diese Pizzeria leiten. Sei endlich Papa Pepe, du gehst in Rente und brauchst irgendeinen Trottel, der deine Scheißbude übernimmt. Du Huren! Deine Ausbildung beginnt jetzt. Okay, ziehen wir durch. Ich glaube, ich muss mein Cam wieder auf die andere Seite stellen, sage ich das richtig? Sonst kannst du das Telefon da hinter mir nicht sehen. Bin mir nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Was heißt sicher? Ich bin nicht sicher auf Italienisch. Mag ich wissen. Haben wir einen Italiener da? Ab in den Chat. Was heißt, ich bin nicht sicher? Drücke T, um fortzufahren. Ich fahre fort. Du weißt das bestimmt schon alles, aber lass uns trotzdem mit den Grundlagen anfangen. Ich zeige dir, wie man eine Pizza mit vorbereiteten Zutaten zubereitet, sie im Ofen backt und dann serviert. Non sono sicuro. No, ma non sono sicuro. No, ma non sono sicuro. Sicuro. No, ma non sono sicuro. Das kann ich mir nicht merken, was soll das? Pascal, jetzt auf jetzt! Was besoffen? Bist du besoffen? Ma non sono sicuro. Sta cazzo va bene. Du musst einfach. Ich merke mir einfach 1, 2, 3 Wörter und die reihen verschiedene Sachen aneinander und dann ist das Italienisch fertig. Und ganz viel Fuchteln. Den da.
Non sono sicuro il rispetto! Va bene che cazzo che vuoi! Sta cazzo! Va bene Vanille! So. So, Tee. Fangen wir mit dem Boden der Pizza an. Denn ohne Boden keine Pizza. Also ich hab nen Boden. Oh Gott, Birger, verdient so ist 10 Euro in Idiotenwitze, Kass. Dafür musst du den Pizzateig ausrollen. Hol dir etwas Teig und lege ihn auf das Backbrett. Okay, ich hab nen Fotoapparat. Und ein Papa Pepe Figur. Ja, wer geht noch Tutorial, wenn man jetzt pass auf. P, ein Foto schießen. Guter Witz. Du die Kamera jetzt weg, wieso den Tag nehmen hat der Papa Pepe? Papa Pepe! Was nochmal? Nochmal lesen, oder? Non sono sicuro. Non sono sicuro. So. Drücke dir das und ne. Das ist kein normaler Teig. Das ist kein normaler Pizzateig. Drücke die linke Maustaste, um den neapolitanischen Pizzateig zu nehmen. Das ist meine, die kleine Kugel da. So, Größe klein. Teig neapolitanisch. So, wo hier damit? So, fangen wir mit. Drücke die linke Maustaste, um den neapolitanischen Pizzateig. Schreib ihn einfach durch! Und nicht um neapolitanischen. Sagen wir ganz schnell drin. Neapolitaner. Pastacazzo. Backbrett. Ist das ein Backbrett? Das ist einfach ein Tischplatten, du Spacker! Teig neapolitanisch. Drücke die linke Maustaste beim Pizzaklumpen, um zum Belegemodus zu kommen. Oh, Belegemodus. Jetzt pass auf. Modus. Pascal. Stop it now. Merci dir. Hier kannst du den Teig ausrollen und ihn mit Zutaten belegen. Feinste Zutaten! Du kannst bis zu 3 Pizzaböden zugleich auf dem Backbrett haben. Wechsle A und D zwischen den Teigklumpen und Pizzaböden hin und her und drücke die linke Maustaste, um den Teig zu einem Boden auszurollen. Muss ich da irgendwas kennen oder muss ich bloß Maustasten klicken? Mr. Bavarian Babene Birger. Pizza Babene kommt später. Jetzt machen wir erstmal das Tutorial. Pizza Babene wird so Babene, Alter. So. Gut gemacht. Ausrufezeichen, sagt der Pizza wie hat er geheißen? Papa Pepe. Papa Pepe. Gut gemacht. Ja, ich hab nicht recht, wie du hast Maustasten drückt. Dann stellen wir die Pizza mal zusammen. Wir beginnen mit der Soße. Drücke W, um zum GN-Behälterregal zu gelangen. Was werden nur gerade das GN-Behälterregal sein? Knautschall Nutella Behälterregal. Wieder gute Pizza. Dort findest du ein paar Zutaten und die Soße, die ich für dich vorbereitet habe. Ich merke mir so selber mal. Ich bin Pro-Gamer. Du wirst die Zutaten in Zukunft selbst zubereiten müssen, aber darum kümmern wir uns später. Ich dir aber auch hoffe. So, wird die beste Soso aller Zeiten. Soso. Hashtag Soso. Wir Miscusi. Miscusi Soso. Das wird gut, das ist das beste Lied. W. So, W. Wo bin ich jetzt? Was ist das da? Das ist ein Regal, soll das sein. Ist so ein Regal selbst, du besuffen. Marinara Soße. Mozzarella. Schaut aus, als könnte du so Eiskugeln raushauen, Alter. Jetzt pass auf. Was ist der GN-Behälter? Die ist halt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich kacke. So, und jetzt klicke jetzt mit der linken Maustaste auf den Pizzaboden, um die Soße aufzutragen. Bewege dann den schwarzen Botzen, keine Ahnung, während du die linke Maustaste hältst, um die Soße zu verteilen. Versuche den ganzen Boden mit Soße zu bekleckern. Was? Der Einzige, der irgendwie meint, dass das Ding ausschaut wie ein anreidiger Nippel. Ja, das kriegen wir schon. Jetzt pass auf, jetzt machen wir, da kann man lustige Muster zeichnen. Oh. So, jetzt schaut es gut aus. Oder?
Fein. Das reicht. Kommen wir jetzt zum Käse. Wer braucht Liebe, wenn man Dinge mit Käse überbacken kann? Er muss gleichmäßig verteilt werden, damit er beim Also um ganz ehrlich zu sein, die Mechanik jetzt noch so saufe zum Schleudern, ganz ehrlich, die ist jetzt auch nur mittelmäßig toll. Da kann ich nichts verkehrt machen. Lieg im Austasten, mach so. Da bin ich ein wenig geistig Behinderter bin, das kriege ich hin. Haben wir genauso viel Soße wie vorher. Schaut ein bisschen, jetzt ist der Anus. Es ist kein Nippel mehr, jetzt schaut es ein bisschen aus wie ein Katzenarschloch. Keine Ahnung. Domi, vom See. Merci dir. Er muss gleichmäßig verteilt werden, damit er beim Schmelzen die ganze Pizza bedeckt. Vergiss nicht, dass du die Käsescheiben und andere Zutaten mit Q und E drehen kannst. Kann ich eigentlich auch die Pizzasauce drehen? Ich kann überhaupt nichts mehr, ich glaube. Ich glaube, der Behindertenmodus hat Spiel kaputt gemacht. Warte mal. Doch, rechts unten blinkt noch was. Siehst du das? Okay, ist kaputt. Ich kann nichts mehr tun, Alter. Ich glaube, der Full Retard Mode hat das Spiel kaputt gemacht. Müssen wir noch mal anfangen, Alter. Warte mal. Nein, geht nichts mehr. Schön. Ist der Katze! Ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr Alte 4. Doch, Alte 4 geht. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. War das jetzt der Retard-Mode oder war das Spiel? Oder vielleicht ein bisschen was von beides. Jetzt, normale Pizzeria, Pizza Mamma Mia, Burger, Pizza dein Mann! Dein Mann ist bei Pizza! Ja, das Monzi war schon ein bisschen buggy. Wenn das Spiel freest, Brudi, dann krieg ich aber einen kompletten Schlaganfall. Was nehmen wir dann? Ja, jetzt soll ich mich abwarten, ne? Jetzt mich abwarten, das haben wir gleich. Das haben wir gleich! Mir tut. See! Liegen! So, jetzt war ich so schön in Fahrt. So schön in Fahrt. Jetzt müssen wir die scheiß Soßen nochmal umeinander wursteln. Ja, jetzt chill. Jetzt gehen wir in den Belegmodus, drücken wir W. Dann gehen wir ins Regal, holen wir uns ein wenig Sauce, dann kreieren wir einen Anus. Da, hier. Oh, schön, wird Schwammel gemacht. Schön, wird Schwammel gemacht. Nice! So, jetzt. Okay, rechte Maustasten. Ich hätte vielleicht die rechte Maustasten drücken, so dabei wieder rausgekommen. Wer weiß. So, was ist da jetzt? Das Regal verschwindet einfach in der Wind. Was ist mit dem los? Tu das wieder raus. Nice one. So, Käse. Wir waren mal beim Käse. Vergiss nicht, dass du die Käsescheiben. Kuh. So, jetzt pass auf. Wie viel Käse braucht man? Papa Pepe! What the fuck are you talking? Wir brauchen Käse. Si. Casa. Pizza della Casa. Keine Ahnung. Käse 1. Welcher Zaunstrahl, die Volldepp, wirft ein ganzes Mozzarella-Stück auf sein Pizza? Wer will das denn? Ja, dann machen wir jetzt so, das machen wir. Aber wir haben ja Programmer, wir haben ja Pizza Connection. Spät jetzt, pass auf. Kann man das irgendwie klar häckseln oder so? Nice. Kann man das nicht? Das Kamera nach links, rechts, Zutatenauswahl, Kräuterauswahl. Ja, was möchte denn von mir, du besoffener Papa Pepe? Wie viel kehrt denn da auf, ey? Was sagt denn der Italiener von Welt? Die sagt ja. Wie viel Käse möchtest du auf der Pizza? Ja! Jeden! Na, auf jeden! So, das muss gelingen. Noch mehr Käse, wir brauchen mehr Käse. Wer war das wieder? Daniela! Ich liebe deine Livestreams. Daniela, dankeschön. Ich auch. Wann bin ich fertig? Papa Pepe, tell me. Mi uno sarcasto, scuso. Keine Ahnung, irgend sowas. Ich bin mir nicht sicher. Staccazos, mi scusi, bleibt mucho mozzarella, Anni. Und Pizza, Anni.
In nächster Weise. Wann ist er fertig? Q, E, W, W, W. Jetzt bin ich wieder im Behälter. Ah, schön. Jetzt fehlt noch der letzte Schliff. Mit ein paar Basilikumblättern haben wir eine klassische Margarita zubereitet. Margarita. Auch das Basilikum sollte gleichmäßig verteilt werden. Die aber mit einem scheiß gleichmäßigen Verteilen. Verteil gleichmäßig Futzen in dein Mongo-Goschen. Jetzt pass auf. Basilikum, frisch. See. So, und den einen ganzen, oder was? Wer tut denn sowas? Was tue ich jetzt mit damit? Was tue ich jetzt? Drücke W zweimal oder S einmal, um zum Kräutertopf zu gelangen. Erstmal mittlere Maustaste werfen. Das war das Schönste an dem ganzen Spiel. So, weg mit dem Basilikum. Bis keiner mehr da ist. Bis keiner mehr da ist. Jetzt pass auf, was haben wir Neues? Wir müssen jetzt wieder in den Modus da rein. Jetzt pass auf, so. Modus! Nein! Wir kommen nicht mit dem Belegemodus. Da kommen wir mit dem Belegemodus. Zweimal W, nochmal W. So, hier. Basilikum. Was ist das für Basilikum? Very nice. Da trinke ich gleich einmal. Wenn diese Pizza nicht ausschaut wie eine frisch polierte 1, weiß es auch nicht. Unsere Pizza ist jetzt bereit für den Ofen. Entschuldigung, ich bin zu dumm zum Lesen, Entschuldigung. Den wir allerdings erst vorbereiten müssen, lege ein Stück Holz in den Feuerraum, um den Ofen aufzuheizen. Krieg mir fett. Schau unser Pizza mit dir. Schau Was tut denn der gute Mann mit dem Mozzarella, oder? Der schneidet 6 cm dicke Scheiben raus und wir tun nicht mehr auf, ey. Das passt dem schon, das wird schon. Was ist das? Das ist ein Mozzarella-Berg, schau dir mal das an. Aber Hauptsache die geschissene Basilikumblattling um, das ist wichtig. Nice. Krustenflicker. Merci dir für deine Mitgliedschaft. Aaron, merci für deine 250. Herr Bauer, die 3 magischen Wörter. Wir überbacken das. Ja, das ist nicht überbacken. Wir backen mal rundrum. Ja, überbacken ist für Anfänger, rundrum backen ist für Pro-Gamer. Wir wissen das. Jetzt brauchen wir aber erstmal einen Ofen. Ohne Ofen, bekanntermaßen, umbackt es sich so schlecht. Wir nehmen jetzt ein Stück Holz. Holzscheit. Aha, Bibbe, yeah. Werfen. Und dann werft man erst einmal in die Teigmaschine. In die Teigmaschine, habe ich gesagt. So. Damit nichts passiert. Babene. Dann nehmen wir nur einen Holzscheit. Drücke die linke Maustaste beim Ofen, während du ein Stück Holz hältst, um ihn zu befüllen. Eine mit dem Schund! Lege Holz so lange nach, bis der Thermometer im grünen Bereich ist. Bevor wir die Pizza mit B. Das ist gut, die beste Pizza schreibt man mit B! Bitch! Da, wo ist denn der Thermometer? Ist der kein Thermometer? Da im Arsch vielleicht! Wo? Ist das? Ist dieses Thermometer? Geht das? Das ist sehr ernst, ich weiß doch auch nicht, muss ich das... Okay? Da hart's mir ein, Alter. Schau hin! Rührt sich schon. Hart's mir jetzt. Kim, was muss denn da speichern, wenn ich ein Holzscheitel einwirf? Du psufferer Volldepp! So, grüner Bereich, Mitte grüner Bereich. Perfekt, da. Mucho, was heißt eigentlich viel auf Italienisch? Oder sehr, sehr und viel. Was heißt das? Mucho. Das ist wahrscheinlich Spanisch. Für Behinderte. 300 Grad in 90 Sekunden, 1000 Grad in 10 Sekunden lang. Alter, so muss das. Molto! Molto Holzo!
Molto bene. Ich glaube, das ist tatsächlich, das heißt tatsächlich molto bene, oder? Molto bene. Was heißt wenig oder nicht so? Molto, nicht so, nicht so. Und was? Und ben, 100 molto bene. Ja, was? Troppo. Troppo heißt nicht so. Troppo va bene. Troppo va bene, molto va bene. Sehr schön. Molto va bene. Na. So, der Ofen ist bereit. Schieben. Manchmal frage ich mich schon auch, was ich da eigentlich tue. Das war gerade so eine Sekunde, wo man gerade hier ein Stippel ist. So, der Ofen ist bereit. Schieben wir jetzt die Pizza in den Ofen. Versuche es aber nicht mit bloßen Händen. Papa, Pizza, Penne, blub, irgendwas, Bene, Multo, Molto, Strolto, Staccazzo. Kennst mir aber schlecht. Dafür gibt es die Pizzaschaufel. Pro-Gamer, der uns mit die Hände! Gib mir die Pizza. Gib mir die Pizza. Kann ich die nicht nehmen? Kann ich nicht. Gibt's uns einen Belegmodus. Spackenspey! Ich schwör's euch, wenn ich im VR-Modus die Pizza mit der Hände reinwerfen kann. Gib mir die Schaufel. Lang umeinander, geschwafelt und schon paddel ich dir eins. So, reingepaddelt. Drücke die linke Maus beim Ofen, um die Pizza in den Ofen zu schieben. Wow, das ist auch schon wieder so schwierig, dass es fast nicht aushält. Da kann ja gar nichts schief gehen, ist ja langweilig, oder was ist das? Ja, entscheide mit A und D, wo du die Pizza im Ofen platzieren möchtest und bestätige mit der linken Maustaste. Wow. Wow. Diese Vielfalt an Optionen der Platzierungsmöglichkeit unserer Multipapene Pizza ist incredibile. Was ist jetzt, wenn ich sie mitten einer weg? Oder vorne, hinten, links, keine Ahnung. Mach links, du Spast. Die Temperatur des Ofens nimmt mit der Zeit ab. Also behalte sie im Auge. Ist sie zu niedrig, musst du Holz nachlegen. Ist sie zu hoch, musst du die untere Kammer schließen. Dann verringert sich die Temperatur sehr schnell. Was für Kammer, Alter? Warte, bis die Pizza fertig gebacken ist. Das kriegen wir gebacken, Alter. Ist das der Zeitbalken, wann es fertig ist? Wie schnell, was ist denn da drin? Ist da ein kleiner Stern drin in dem Ofen? Oder was ist denn los mit der Pizza? Pizza! Wie schaut's aus da drin? Hallo? Ich kann aber auch nicht gescheit reinschauen. Was ist da los? So, und jetzt drücke linke Maus, während du die Pizzaschaufel hältst, um die Pizza herauszunehmen. Warum hat unsere Pizza Spitzen? Und warum ist der Käse so brennt, aber der Basilikum nicht? Suspicious. Unsere Pizza kann serviert werden. Hol die Pizza mit der Pizzaschaufel aus dem Ofen, bevor sie verbrennt. Drücke die linke Maustaste, während du die Pizzaschaufel hältst, um die Pizza herauszunehmen. Hab ich schon. Nein, nicht wieder eine, du Spast! Nimm's halt wieder. Ja, nehmen. Sie, nehmen. Und dann Belegmodus verlassen. So, wo servieren wir die jetzt? Samt der Schaufel. Das ist eine schöne Margarita. Ah, va bene. Ah. Lege sie auf einen Teller und serviere sie durch das Servierfenster. Ist das da unser Servierfenster? Erstmal werfen! Ah, so, okay. Ah! Nimm die Pizza! Ja, und Teller gleich mit, warum nicht? Passiert eigentlich, wenn ich so mache. Ich bin ein professioneller Pizzawender. Entschuldigung, warte mal. Erweiterte Steuerungen. Oh, nein, warte mal. Erweiterte Steuerungen. Drehen. Rutscht die da noch runter? Warte mal. 5 Sekunden Regel! Die hat schon immer gehalten in Cooking Simulator. Ja, passt schon, funktioniert schon. Drück die linke Teller während du... Was ist das? Ist das ein Pizzateller? Großer Teller, Basic.
Ja, Alter, du, das, wenn ich der Kundschaft bring, das Ding. Wie viel mir das da hier so? Ja. Du, ganz ehrlich, wenn ich den Teller, was ist das? Ein Piccolini? Ah, seh. Ich hätte gerne Pizza. Ja, ich hab Hunger. Ich hab richtig Hunger, Alter. So richtig Hunger. Ja, ich hätte gerne so eine richtig geile, fette Pizza. Dann bringt er mir einen Teller, der so groß ist wie ein verdammter Kanaldeckel, wo eine sichere Pizza umliegt. So groß ist die. Und da ich sagen, fick die und deine Pizza, Alter. Erst die und dann deine Pizza mit deiner Pizza. So. Wo ist das Servierfenster, du Spacken? Da draußen oder was? Warum? Ja, da war überhaupt nichts. Nimm. Da kann ich da die Pizza kaputt. Seh! Kaputt! Jetzt habe ich keinen Teller mehr, du Ah doch, da unten, nein, noch Teller. Da gib's mir, ja, gib mir mal einen normalen Teller. Da, nimm mal mit den. Wo ist die Pizza? Ja, 36 Sekunden Regel. Oh. Komm, eine Pizza bloß mit der Schaufel aufklauen, oder was? Ach so. Da ist die heilige Teleport-Pizza. Die teleportiert sich dann total sauber auf der Pizzadinger. Ah, nice, Alter. Snooze, Benny! Fixletten, Alter, 25 Euro sind zwei! Was ist das? Was ist mit dir? Hab ich verbannt. Jetzt hab ich verbannt, weil 60 gespielt, by the way, 1-0 für Seechuig. Du bist schon wieder pumpvoll, Alter. Da meine ich aus dem 5-2 da anderen Betrag. Snooze, Benny, merci. Gott, merci für deine 3 Euro. Timo, merci. Explosive, merci. Überhaupt und sowieso. So, jetzt pass auf! Wo haben wir ein Stäblein? Gutzi, fix 38 Sekunden Regel, passt schon. Tu das Pizzaschaufel-Ding jetzt weg. Tu es halt weg dann! Wirfst ins Eck hinter, passt schon. Hygiene wird im Hause Bierger groß geschrieben. So. Was ist jetzt da? So schaut das schon besser aus. So, jetzt, wo gehört das serviert? Langsam, weil offensichtlich, wenn man schnell bei 1,5 km/h geht, dann stirbt der Teller. Wo ist der Serviertisch? Ach, das ist der Serviertisch. Hey, pass auf, das stellen wir jetzt so her. So. Achtung, da pfeife ich zum Angriff. Alter. Passt! Hat ja bloß 20 Minuten dauert, der Pizza Margherita. The microphone goes. Nice! Belohnung! 52 Cent! Ich weiß nicht was, 50 XP, Alter. Das ist deine Bestell-App. Wenn du Pizza servierst, musst du eine Bestellung aussuchen, die du abschließen möchtest. Fürs Erste hast du nur eine aktive Bestellung, also kannst du nichts falsch machen. Klicke auf sie. Und da geht sie dahin, ins schwarze Loch der Pizzas und ward nie mehr gesehen. Okay, ciao. Bella Pizza. Das ist aber die falsche Pizza. Wir haben da Bene Pizza. Sie. Zutaten. Basilikumblatt. Da habe ich 3 Hagel gekriegt, oder? Uhrzeit. 20 Minuten für eine Pizza Margherita. Habe ich bloß ein Ständel abgezogen gekriegt. Ist mir wurscht, oder? Glückwunsch! Du hast soeben deine erste Pizza serviert. Die Bella Pizza App. Ich hätte aber gern die Babene Pizza App, du. Gratler! Gib dir Feedback für deine nächste Bestellung. Drücke T, um fortzufahren. Du hast bewiesen, dass du eine richtig italienische Pizza zubereiten kannst. Jetzt solltest du deine Pizzeria für morgen vorbereiten. Ich zeige dir jetzt, wie du den Teig, die Soße und andere Zutaten zubereitest. Zutaten zubereiten! Deutscher geht übrigens nicht. Ja? Falls haben wir nicht Deutsche da oder vielleicht irgendjemand, der mit der deutschen Sprache noch nicht so weit ist oder so. Recht viel deutscher wie
Zutaten zubereiten, wird's nicht mehr. Der Zenit ist erreicht. In der Vorbereitungsphase gibt es kein Zeitlimit. Also kannst du alles in Ruhe angehen. Bin ich bekannt dafür. Du entscheidest, wann ein Tag aufhört und ein neuer beginnt. Ich bin Gott! Ah! Beginnen wir mit der Vorbereitung eines neapolitanischen Pizzateigs. Den haben wir doch schon gehabt. Zuerst solltest du dich mit dem Rezept vertraut machen. Starte die Pizza Profi App. Gibt es eigentlich die Pizza Profi App in echt? Da kann mal jemand nachschauen. Und suche das nötige Rezept. Drücke, weiß ich nicht, irgendwelche 4 Kastel, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. So, jetzt wird's interessant. Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nämlich alles einzeln machen. Das ist ja nicht mehr einfach fertig und steht da. Jetzt pass auf. Was haben wir da? Pizza Pro. Oh, Pizza Pro. Pizzateig neapolitanisch. Kriegen wir hier, oder? Jetzt geht's Chaos erst los, oder? Jetzt wird er übermütig. Folgt mir, Österreicher, wo sind die Österreicher ab in den Chat? Und der Rest, Hashtag Lieblingsnachbarn. So, falsche Zutat im Teigmixer. Haben wir da nicht vorher ein Stück Holz eingeworfen? Kriegen wir hier. Kehren wir jetzt wieder zur Quest Villa App zurück. Was ist Quest Villa App, Alter? Rufe noch einmal dein Smartphone auf und klicke auf das App-Symbol. Keine Sorge, da Rezept bleibt sichtbar. Ja, Gott sei Dank, wenn da Rezept sichtbar bleibt, dann ist das ja wunderschön. Quest Villa. Aha, schließe alle, fick dich mit deinen Quests, oder was ist. Quest Villa ist eine App für die besten Pizzabäcker der Welt. Hier findest du heraus... Die App hab ich gemacht. Hier findest du Herausforderungen und Aufgaben, mit denen du dein Können verbessern und neue Fähigkeiten erlernen kannst. Ich brauche keine Fähigkeiten, ich bin Pro-Gamer! Du erhältst durch den Abschluss dieser Quests Ruhm, Respekt und Fähigkeitszertifikate. Konzentrieren wir uns jetzt aber auf das Wesentliche. Es warten ein paar einfache Quests auf dich, bei denen ich dich begleiten werde. Tja, Papa Pepe! Papa Pepe! Papa Pepe ist Pappfigur, oder? Papa Pepe ist Pappfigur! Pizzabäcker! Penis? Keine Ahnung. Beweise dich als fleißiger Lehrling, um den Titel Pizzabäcker Anfänger zu erhalten. Damit du die Pizzeria selbst leiten kannst. Außerdem bekommst du neue Rezepte und Zutaten, wenn du die Aufgaben dieser App abschließt. Du verzeihst mir jetzt noch denselben Scheiß, Papa Pepe! Bist du vielleicht ein bisschen an Alzheimer erpept? Am unteren Rand des Bildschirms siehst du die... Legende der App. Drücke Tab, nachdem du mit der App vertraut bist, um dein Smartphone wegzulegen. Ich möchte Pizza machen in mein Handy gekauft, du Spacken! Geh in das Hinterzimmer der Pizzeria, um den Teig vorzubereiten. Dort findest du die nötigen Zutaten, Geräte und Maschinen. Ja, kann jetzt einmal irgendwo hingehen oder wenn irgendein Handy einkaufen, Kruzifix, Alter. So, jetzt mal. Oh, da wird man sogar grün. Oh, ui, falls man den Weg nicht findet. Falls man den Weg aus der einzigen Tür, die es gibt in dem Scheißraum, weil... hallo, ich möchte gerne den Raum verlassen. Hallo, Entschuldigung, die Tür habe ich nicht gesehen. Das ist der Teigmixer. Er kann große Mengen Teig auf einmal zubereiten. 1 oder 2 Teigchargen nach Rezept sollten für einen ganzen Tag ausreichen. Ja, da liegt aber leider ein Holzscheitel drin. Das legen wir mal lieber zurück. Komm, das wieder zurücklegen? Na, das hat man jetzt für immer, das Holzscheitel. Dann legen wir es einmal da auf den Stuhl. Ja, oder werfen wir es einfach am Boni, so bis es sich rückkehrt. Was hab ich denn da gesehen? Wieso kann ich den nicht nehmen? Wieso kann ich den nicht nehmen? So, drücke T, um fortzufahren. Ja. Füge die Zutaten in die Schüssel der Maschine, bevor du sie einschaltest. Fangen wir mit dem Mehl an. Es befindet sich im Regal hinter dir. Eine Tüte ist genug. Mehl! Mehl Typ 00. Was Typ 00? Was ist Typ 00, Alter? James Bond Mehl oder was soll das sein? Teigmixer. Was ist das Ziel noch? Das ist Schwebemehl, Jay. Invisible Flur. Position zurücksetzen. Tüte kippen. Wie viel muss rein? Wie viel muss rein? 125 Gramm oder 3,5 Kilo. Oh, 3,5 Kilo. Da können wir rein, Semen!
Das wird ein Star Wars Teig. Na, fein noch 700 Gramm. Mehl Typ 00 mit der Lizenz zum Stauben. So, verlasse den Filmmodus mit linker Maustaste. Ja, das war aber die rechte Maustaste. Papa Pepe, du meine, ich glaube, du bist nicht mehr ganz auf der Höhe. Ja? Der meine ich. So, Wasser brauchen wir. Steh's mal wieder hin, du besoffener Teufel, du. Produkt kaufen, werfen. Ja, ich bin immer für werfen. Ja? So, das ist, oh nein, Mülltonne, die haben wir es nicht. Das stellen wir doch her. So, Wasser. Oder? Mehl ist ein wichtiger Bestandteil deines Teiges. Um nicht zu sagen, vielleicht auch der wichtigste. Who knows? Aber nicht der einzige. Du findest den Rest in der Kiste. Kaufe sie und füge der Schüssel die richtige Menge hinzu. Was steht's dann drüber? Wasser, Salz und Hefe. Aber was ist mit der Muskatnuss? Ich will doch muss jetzt da Wasser kaufen. Oh, schon wieder 00. Lizenz zum Moment Staum. So, Gewürze, Flüssigkeiten. Flüssigkeiten, Wasser. Gib mir das Wasser, kaufe ich, seh. Freilich schütten wir mir da flaschenweise Wasser ein, weil zu wo haben wir eine Leitung. 2,4 Liter. Okay. Wie? Ah ja, okay. Flasche geben. Wie viel? 2,4 Liter, das kriegen wir hier. Hau rein, was du stark bist. Aber jetzt ist, wo ist der schöne Wasserstrahl? Ich komme da. Ah, wunderschöne Animation. Die ist so schön, dass ich fast einen Schlaganfall kriege. Hau rein in den Schund! Was war's das schon wieder? Ja, die Flasche leer. Was erlaubt's uns? Flasche leer! Wer weiß das noch? Das ist lang her. Das ist lang her. Was du jetzt mit der leeren Flaschen musst du... Ich hab nicht auf Werfen gedrückt. Ja? Ich hab nicht auf Werfen gedrückt. Herr Beck, merci für den Fünfer. Ich glaube, die Spielentwickler haben deine Streams geschaut und haben den Feuerlöscher rausprogrammiert. Was so siehst du die Spieleentwickler? Sag. Das ist das internationale Zeichen für ihr Arschlöcher! Meier, merci für den Fünfer. Maxi, merci für den Fünfer. Sag mir, nutzt du die Petersilie? Snooze, Benny, merci. Herr Gort, merci. Timo, bevor ich irgendjemanden übersehen habe, tut mir leid, aber ich bin gerade ein bisschen im Rage-Modus. Ja, gut, bevor wir es natürlich... Wir zerstören die Kirche am Schluss. Am Schluss! So, Wasser her. Wasser. Geh mir nur... Hat keiner gesehen. Nochmal. Na, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig noch. Bitte führen Sie ganz vorsichtig das Wasser in die Schüssel ein. Wir wissen überhaupt schon drin. Ich hab keine Ahnung. Hau ein, was du stark bist. 2,4 Liter brauchen wir. Das ist dumm dort. Ja, Grütze, fix, Alter, was ist los mit dir? Tu das in die Mülltonne rein, weil ganz ehrlich, wenn ich mit meinen nockerten Sorgbaum, was ist der Italiener von Welt? Der hat ja bloß geschissene Birkenstock an. Was meinst du, was da los ist, wenn die geschissene Flaschen da am Boden liegen? Tu das in den Mülleimer rein. Weg damit, ja? Räumen wir mal die Kuh sauber zusammen, weil sonst kommt das Gesundheitsamt und sagt, du, möchtest du Zähne auseinanderschneiden? Va bene. Das ist notto babeno. See. So, wunderschön. So, jetzt gibt's mir noch mehr Wasser. Gefällt eigentlich nur jemanden außer mir dieses Möwengedudel so gut? Ein bisschen mehr Rauschen und so. Kaka. Möwe. Kaka. Jetzt gefällt mir gut. Möwengezwitscher ist einfach... So, jetzt 400 Milliliter brauchen wir noch. Hau rein! Hau rein den Scheißen! Hau rein den Scheißen! Oh, Wasser ready, Alter. So, da ist ein bisschen was drin. Dann behalten wir uns. Stellen wir auf Zeiten für schlechte Zeiten. Auf Zeiten für schlechte Zeiten. So. Salz!
Salz. Utensilien. Ja, ich bin aber auch für Utensilien, oder? Also, so eine Pizzaschaufel im Tag, die hat noch nie geschaut. Die hat einfach noch nie geschaut. Verstehen Sie? Tja, Produkte Hefe, Hefemehl. Hefe müssen wir aber auch nicht da jetzt kosten. Ne? Kaufen wir ein Bredel Hefe. Fralle, 10 Gramm Hefen, einen. Was, die ganze gleich? Rudi. Hefen, 10 Gramm. Wann ist 10 Gramm Hefen? Was hat denn so ein Hefebrucker? Was hat denn der Gramm? Ich weiß doch auch nicht. Salz. 125 Gramm Salz. Ja, das ist Birger Babene Pizzahaus-Taktik. 3 Pfund Salz rein, damit die Leute mehr Wein saufen. Ja? Und da drehen wir ihnen natürlich den guten alten Merlot von 1985. Super Jahrgang. Babene. Und dann verdienen wir uns behindert, Leute. Salz kaufen. Wie viel Salz haben wir dann? Das Ganze. Ha! Du möchtest mir jetzt nicht verarschen, dass ich da Prosciutto, schmaler Grad zwischen Prosciutto und Prosciutto. Ja, ich glaube, der Papa Pepe hat da einen guten Tipp für mich. Hey, schütt vor mit mehreren rein, wie bloß einmal. Bei der Zubereitung von Soßen und Teigen kommen viele Gewürze zum Einsatz. Unsere Streuer haben daher 2 Öffnungen. Für der Alte. Eine für 1 Gramm und eine für 10 Gramm. Pro Benutzung. Drücke E, um zwischen den Modi zu wechseln. Okay. Wo sehe ich den Modi? Ah ja, rechts unten 10G, Alter. 10G, oder? 10G ist das neue 5G. So. Da geht gleich schief. Und dann wir wieder umschalten. So. Dieser wird der beste Tiger ever. Beste Tiger aus der Tiger. Drücke irgendwas am Hauptbild, um zum Hauptbildschirm zurückzukommen. Wo drücke ich das denn? Der Teigmixer muss aus Sicherheitsgründen geschlossen sein, bevor man ihn einschaltet. Die Abdeckung wird über den Hebel am Bedienfeld gesteuert. Okay. Dummes Salz. Haben wir wieder keine Regale irgendwo oben, wo man Salz hinstellen kann? Doch, da. Wunderschön. Weißt, da kehrt's hin. Oder vielleicht in Schubladen rein. Sagt man das von oben? Sagt man von oben, was das ist. Da wird gleich zusammengerannt. Wir machen halt kein Chaos. Ne? KK, kein Chaos. Nimm das wieder. Ich bin's klar offensichtlich. Da komm ich nicht gescheit hin. Stell mir das da rein. Ja, gut, man erkennt's zumindest. Nein, Achterbahn für das Salz, ja. Das ist auch nichts Gescheites da. Das ist auch nichts Gescheites da. Gib mir das wieder raus da. Ja, da ist doch gut. Nein, da kann man wieder nichts hinstellen. Warum nicht? Kann man es da einstellen? Nein, was ist denn das eigentlich? Das wird dreckig die Tellern. Muss ich Teller putzen? Nein, da. Du kannst mich gerne einmal, muss ich deine Teller putzen. Da kaufen wir lieber nein. Hashtag geiler Wichser. So, Sicherheitsgründe. Eigentlich soll ich Sicherheitsschuhe haben. Ah, welch Glück. Hab gar keine Beine. So. Klicke links beim markierten Hebel. Wo ist Hebel? Hebel? Blatt. Wo ist Hebel? Blatt. Ah. So. Gut. Wir sind bereit. Achtung! Drücke nicht! Fang nicht so Sätze an bei mir. Auf den roten Knopf, sonst werden alle Zutaten in der Schlüssel vernichtet. Okay, das werden wir jetzt nicht, weil die Scheiße schüttet doch nicht um mehr. Verwende ihn dann, wenn du einen Fehler mit dem Rezept gemacht hast, beziehungsweise etwas Falsches in die Schüssel gefallen ist. Ein Holzscheitel. Drücke T, um fortzufahren. Drücke die grüne Taste und lass die Maschine arbeiten. Es dauert einige Zeit, bis der Teig gemixt und portioniert wurde. Wir könnten dabei zusehen, aber lass uns keine Zeit verschwenden. Ja, vielleicht mag ich aber zuschauen. War das Beste, oder? Natürlich als Kind oder so rein natürlich. Und dann ist wieder das Tränzerei. Groß, wenn der Arm weg ist. So, grüne Taste. Nicht die rote Taste. Grüne Taste. Wenn sie dies nicht gut hört. Soll der professionelle Pizzateig nicht eigentlich mit diesen Händen gemacht werden? Und nicht mit
Der Stampfmaschine. Oh, schon fertig. Oh, ich muss lesen. Papa Pepe. Papa Pepe, Pinkelpause. Reden wir jetzt über die Soßen. Die Soßenrezepte befinden sich in der gleichen App wie die Teige. Allerdings in der Registerkarte Soßen. It's magic. Fürs Erste konzentrieren wir uns auf die klassische Marinara-Soße. Welche weitere Soßen werden folgen? So, mit Tab kriegen wir unser Telefon her. Ha? Tab wie Telefon. Bloß eine Ab und mit Elefon. Reiter, zurück aus Soßen. Oh, Marinara-Soße, wunderschöne. Klicke die linke Maustaste beim markierten Marinara-Soßenrezept. Ah ja. Oh, was ist San Marzano-Tomaten? Ah, da wird nicht gespaßt, oder? Ja? Das sind keine normalen Tomaten, das sind keine Fleischtomaten, das sind keine Tomaten, was du bei uns im Edeka kriegst. Es sind San Marzano-Tomaten, weil was auch sonst. Klicke die, ah ja, man kann da über die Rezepte anpinnen, das ist ganz nett. Dann Tab zurück. So, Soße. Marinara-Soße. Was haben wir denn hier? Wir brauchen etwas frisches Gemüse, also ab in die Speisekammer. Ja, die ist wahrscheinlich im Keller, aber da komme ich nie wieder ab, was sagst du, das ist? Italiener und Österreicher Keller. Ab. Haben wir gleich wieder fort. Wieso gibt's da keine Sprintentaste? Scheißspei. Scheißspei! Schnapp dir einen Korb. Ein Korb. Hol 16 Tomaten und 4 Knoblauchzehen und komm wieder rauf. Oh, das wird gut. Oder was? Das Einzige, was noch geiler ist als Käse, ist Gnocchi. Ah. In der Spaghetti. Knoblauch. In, was weiß ich, Tortellini al forno. Ja, da gerade vielleicht nicht. Meeresfrüchte, Pizza. Gnovo. Mucho, multo. Multo Gnovo. Va bene. Vanille Schoko Erdbeer. Scusi. So. Was wollt ihr? 16 Tomaten. Wo sind die Tomaten? Brudi, wo sind die Tomaten? Da hinten. Was sind das für Tomaten? Das sind also keine Raketen. Kleine rote Raketen. Rote Rakete, rote Rakete, rote Rakete. Oh, da musst du jetzt, dass du den Witz kennst. So, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie viel hab ich? Wo steht denn, wie viel das ich hab? Ich sehe ja gar nicht, wie viel das ich hab. 4, das ist ja lächerlich. 2, 5, 2, 4, 6, 8. Kann man doch nicht. 2, 4, 6, was? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, da steht's in Kilo dort. Naja, gut. So, jetzt pass auf. Rote Rakete. Knoblauch, 20 Gramm. 1, wie viel Gramm haben wir da? Ah ja, dann machen wir 4. Steht hier dort. Tja, Birger, manchmal so jetzt echt mal lesen. Was ist eigentlich mit dem Ton? Gibt's im Keller keinen Ton? Ist da der Ton aus? Schwebt man da? Schwebt man da über dem Boden oder was? Hat's wieder kein Schritte-Sound da liegen? Spui. Für was hab ich 10 Euro zu... Oh, jetzt die Hälfte wieder verloren. Nein. Oh. Achtung, Papa Pepes tot. Papa Pepes fantastische Pips. Bevor du den Inhalt des Korbes in den Kochmixer gibst, solltest du sicher gehen, dass du die richtigen Zutaten und die richtige Menge verwendest. Sobald etwas im Kochmixer landet, kann es nicht mehr entfernt werden. Da waren wir doch bloß wieder zu faul zum Programmieren! Ihr faulen, faul! Socken! Ja. Da, was ist der Kochmixer? Ich habe hier eine elektrische Reibe. Elektrischer Zerkleinerer. T, um fortzufahren. Stelle den Korb auf den Boden und schau ihn dir an. Ist ein Korb. Stelle den Korb auf den Boden und schau ihn dir an. Du solltest die Inhalte als Liste sehen. Ah. Sollte etwas nicht in den Korb gehören, dann nimm es heraus. Rote Rakete. Und wie tut man es wieder rein? Ah ja. Okay. Okay. Babem. Drücke T, um fortzufahren.
Gib jetzt alles in den Kochmixer. Wo zur Hölle ist der Kochmixer? Ja, okay. Wie du siehst, war nur ein Klick notwendig, um alles vom Korb in die Maschine zu geben. Tja, Papa Pepe, so weit war ich noch nicht. Klicke die linke Maustaste beim markierten Kochmixer, während du den Korb mit den Zutaten hältst. Füge Folgendes hinzu. Und ich füge hinzu. Ein ins Vieh! Okay. Das war noch nicht alles. Wir brauchen noch Olivenöl, Kräuter und Gewürze. Kräuter gibt es im Herbarium. Da wir fast 2 Liter Soße vorbereiten, brauchen wir einen ganzen Zweig anstatt nur ein paar Blätter. Die restlichen Zutaten findest du in der Kiste. Okay, okay. Was tue ich mit meinem Kerbe? Schmeißen, Keller oben! Putt! Da! Wenn ich Kilometer Geld kriege, dann war ich schon lang! Was ist das? So, was haben wir noch? Olivenöl. 200 Milliliter. Wo ist Olivenöl? Olivenöl, Produkte. Flüssigkeit. Olivenöl. Sie, kaufen. Senior, kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Wie viel brauchen wir? 200 Milliliter. Oh, China-Ton. Jetzt. Ah! Scheiße! Versagt! 201 Milliliter eingeschüttet! Ich liege eigentlich nicht da. Steht da. Steht da. Ha? Ich verdammter Versager! Deinstalliere Speibirger und Spei Tetris, du Noob! Der Wendando ist jetzt Mitglied! Ab in den Chat habe ich die Ehre, Herr Wando! Welcome to the squad, bitch! Und ihr zwei Fucker schreibt sie ihm zwei aufs Brot! So! Böbi-Trete hat gesprochen. Was brauchen wir noch? So, Olivenöl. Wir müssen das zeigen, wir irgendwo verrammen. Wir sollten da orten können. Dass wir da das Olivenöl her. Ja! Und das Wasser. Ein wenig Wasser. So! Das Mehl. Wir wissen eigentlich in unserem Mehlsack drin. 38 Kilo. Was weiß ich denn? James Bond Mehl. So. Das war noch nicht alles. Wir brauchen noch Olivenöl, Kräuter, bla bla bla. Haben wir doch schon. Was ist denn, was fehlt denn dann noch? Oh, Salz und Oregano. Basilikum und Knoten. Nein, Basilikum. Alter, das ist 3 Pfund Sachen. Brauchen wir noch mit Salz. Hier mit dem Salz. So. Eine. Erstmal sauber Salz einpfeffern. 1, 2, 3. Und 5 kleine. Jawohl. Gib ihm. Gibst ihm, gibst ihm. Ist drin. Oregano. Wo kriegen wir das? Da müssen wir einen ganzen Stau reinwerfen, hat's geheißen. Wo kriegen wir das? Gibt es im Herbarium? Ja, wo ist das scheiß Herbarium? Schon wieder im Keller unter. Wo ist... Wer Vollidiot hat das Kerbe wieder hingeschmissen? Du bist da, Wingel. Herbarium. Wo ist ein Herbarium? Ich weiß es nicht. Was ist denn das da? Süßer Mais in der Dosen. Schwarze Oliven. Was ist das? Weiße Zwiebel. Gnove. Utensilien. Sonstige. Gasflaschen. Hocker. Weihnachtskopfschmuck. Welch passendes Utensil. Um den italienischen Keller zu vervollständigen, platzieren Sie einen winzigen Weihnachtsbaum am Boden. Wo ist das Herbarium? Wo? Löwenzepp, stop it! Servus Bürger, bin jetzt auch da. 60 oder 1-0 gegen Hüllstock gewonnen. Die Woche geht schon mal gut an. Auf einen schönen Reststream heute noch. Hashtag Gustl. 25 ist zu viel und du weißt es. Bussi aufs Nussi, aber da sag ich auch schon nichts mehr. Hoffnungsloser Fall. Bussi aufs Nussi, Dankeschön dir. So, wir werden jetzt das Ganze mal inspizieren. Das da ist doch mein Herbarium. Wo ist der? Wo ist mein Herbarium? Hallo? Ist das mein Herbarium? Nö. Ist das mein Herbarium? Nö, ist eine Mülltonne. Ist... Hallo? Schauen wir da nochmal. Produkte, Hefe, Gewürze, Zwiebel, Zucker, schwarze Pfeffer, Oregano. Da ist es drin. Möchte ich nicht. Oregano! Molto Oregano! Si, Senor. Si, si. 1, 2. Da brauchen wir 25. 25 Oregano, bitte.
Und dann brauchen wir noch Basilikum. Basilikum. Haben wir da. Basilikum frisch. Jetzt haben wir den ganzen gesamten Stecker. Alter, wer wirft einen Basilikumstecker da ein? Was ist das für Pizza? Die Pizza mag doch keiner. Bevor wir mit der Soßenvorbereitung beginnen, benötigt das Gerät einen GN-Behälter. Ohne Behälter keine Soße. Tja, keine Arme, keine Kekse. Das ist übrigens ein GN-Behälter. Diese Eisschüsseln. Gehst nächstes Mal zum Italiener deines Vertrauens und sagst, Entschuldigung, darf ich mal deine GN-Behälter sehen? So, drücke hier, um fortzufahren. Mit Ausnahme des Teigmixers benötigen alle anderen Geräte einen leeren GN-Behälter für die Aktivierung. Okay. Drücke T. Hebe einen leeren GN-Behälter vom Küchenboden auf und gib ihn in die Behälterkammer des Kochmixers. Solltest du mal keine GN-Behälter mehr haben, kannst du zusätzlich eine Kiste kaufen. Kannst du Kiste kaufen, Alter. Kiste kaufen. Hallo? Ja, Hobby. Und jetzt schnapp dir einen leeren GN-Behälter. Hobby doch schon. Gib einen leeren GN-Behälter in den Kochmixer. Okay, dann müssen sie noch mehr retriggern. Helft dir nicht. Großartig! Jetzt können wir mit der Vorbereitung der Soße beginnen. Du musst nur noch die grüne Taste drücken und die Maschine kümmert sich um den Rest. Wow! Die macht sogar einen Ton. Du bremst ab und zu. Hörst du das? Wir brauchen einstweilen keine Rezepte mehr, also kannst du sie wieder wegnehmen. Klicke dazu in der Rezeptansicht auf das Nadelsymbol. Nadelsymbol. Okay. Papa Pepe, teach me, Senpai! Der Kochmixer braucht jetzt eine gewisse Zeit für die Soße, die wir auf jeden Fall nutzen werden. Schnapp dir den Korb und geh zur Speisekammer. Hier ist ein Korb. Folge der grünen Linie. Weil ich war ja nicht schon dreimal im Keller und hab vielleicht vergessen, wo der Keller ist. Lass uns ein paar Zutaten für morgen zubereiten. Ich habe hier eine Einkaufsliste für dich. Gib alle Zutaten der Liste in einen Korb. Und da drin? Was ist das? Eine Mozzarella! Brauchen wir eine Mozzarella, 200 Gramm. Eine Kugel Mozzarella bloß. Das kann nichts werden. Ich prophezeie Versagen. Weiße Zwiebel. 500 Gramm. $500 weiße Zwiebel. Okay. Salami. Was haben wir da? Schwarze Oliven. 500 Gramm. Ein Glas schwarze Oliven. Die einzig wahren schwarzen Oliven auf diesem Planeten sind übrigens dunkle Kalamata-Oliven aus Kreta. Alles andere ist eingefärbter Schund. Säge von da. Pro-Gamer. Oliven-Pro-Gamer. Du schnorrende Futzengrobi. Süßer Mais. Jetzt soll ich mich süßen Mais auf seine Pizza. Kruzifix, Alter. Und 300 Gramm Salami. Endlich was, wo ich auch mitschmerzen kann. Und du legst du mir eine ganze Salami rein. Ja. Schaut ein bisschen aus wie eine Zwiebelmehlwurst vom Rügenwalder Sepp. Ja. Der Vegane, ich weiß es eh. So, Folge der grünen Linie. Hab jetzt die Hälfte wieder verloren, weil der Korb wieder an irgendeinem scheiß Eck hängen geblieben ist. Kruzifix. Ich glaube, wir haben alles. Bring den Korb mit den Zutaten nach oben. Stelle den Korb ab. Mama, stell mal vor das Fenster, damit es ein bisschen, was ist eh, ein wenig ein Meerpries abkriegt. Da geht das Fenster wieder nicht auf. Die Soße sollte fertig sein. Hebe den GN-Behälter auf und drehe dich um. Ich zeige dir einen Trick. Siehst du den Handlauf an der Wand? Zieh mal dran. Was? Wie nimmt das? Oh mein Gott! Papa Pepe! Look at this trick! Aha, Papa Pepe! Papa Pepe! Papa Pepe, du bist so trickreich! Teach me more! Nimm die Salami! Ja, und jetzt? Ach so. Noch mehr 10er in die schlechte Witzekasse. Da hebe ich lieber mal die Glasschirme auf und frisst die dabei. So, danke. Moin, Schubladen zu dem Mund. Nimm die Salami. Ich nehm die Salami. Gib die Salami 300 Gramm in den elektrischen Zerkleinerer. Wer ist das gewinnt? Die elektrische Reibe. Mach die Salami da rein. Ja.
Dann brauchen wir einen GN-Behälter. Ich würde also gerne wissen, was GN-Behälter heißt. Das, glaube ich, heißt einfach... Genau, Gel Nutella Behälter. Haben wir vorher schon festgestellt, ja. Wir geben die Salami in den elektrischen Zerkleinerer, um sie in Scheiben zu schneiden. Wir haben noch etwas Mozzarella übrig, den wir mit der elektrischen Reibe zerreiben. Vergiss nicht auf die leeren GN-Behälter für die Maschinen. Ja, Papa Pepe. Papa Pepe, du bist so trickreich. Papa Pepe, teach me the shit. Gib den Shit in den Shit. Drück die grüne Taste. Was? Schalte den elektrischen Zerkleinerer mit der markierten Taste ein. Da ist nichts markiert, oder? Nimm den Mozzarella, hab ich schon. Da ist nur ein bisschen Flasche. Entschuldigung, hier ist noch ein bisschen Wasserflasche. Hier ist noch ein bisschen Wasserflasche. 1 Wasserflasche. 2 Wasserflasche. 3 Wasserflasche. So. Wie kommt das wieder jemals wieder raus? Ja, ich hab doch schon Mozzarella. Nimm die Mozzarella, muss ich jetzt noch mehr holen. Mein Gott, Papa, Pepe, du bist doch hart, du bist doch pumpvoll. Den ganzen Merlot-Keller wieder Lachs auf. Sag, was ist? Wo ist Mozzarella? Gibst du mir Mozzarella? Sie, was? Da geht, was? Dann spielen wir von da Kobe. Mach Kobe! Hätte sogar funktioniert, aber er ist irgendwo im Eckend gelandet. Ja, 9-Sekunden-Regel. Du hast eine. Ja, GN-Behälter, einen leeren GN-Behälter brauchen wir. Da stehen ja 40.000 GN-Behälter umeinander. Was möchte er denn? Er gibt den GN-Behälter mit der Salami, geschnitten in das genau, Nutella Behälterregal. Okay. Das muss man mal sauber noch anordnen in der Mitte, da wirst du auch besoffen. Was ist da los eigentlich? Warum kann ich das nicht? GN-Behälter, Mozzarella geschnitten, Marinara-Soße. Da ist doch eh überall das Gleiche drin. Was wollen Sie? Dann machen wir halt 2 Mozzarella. Haben wir so. Es wird Zeit für einen weiteren Trick. Boah, leck, jetzt wird's krass. So, Leute. So, Kleiner, weil Papa Pepes nächster Tipp. Der wird wirklich kriegsentscheidend, weil... Falls jemand meint, das ist Wasser in meinem Halbi kriege, falsch gedacht. Das war gar Gorbatschow, weil anders holt's die Scheiße nicht aus. Gib eine Zutat in den elektrischen Zerkleinerer. Alle Zutaten derselben Art, die sich in einem Korb befinden, kommen auch gleich in die Maschine, wenn du auf sie klickst, während du den Korb hältst. Ich zeig es dir. Jetzt bin ich aber gespannt. Das meine ich jetzt wirklich ausnahmsweise mal ein Trick, der was hilft. Und zwar, wenn ich den da so halt und mach. Nimm eine weiße Zwiebel. Nein, dann müssen wir nochmal. Nimm eine weiße Zwiebel. Gib die Zwiebel in den elektrischen Zerkleinerer. Wieso kann ich den nicht aufmachen? Leg die Zwiebel wieder hin. Da ist noch ein wenig Mozzarella drin. Den der wir da her. Dann brauchen wir wieder einen Gustel-Nutten-Behälter. Den stecken wir erstmal in die falsche Maschine. So, Gustel-Nutten-Behälter ist jetzt auch der offizielle Titel von den Scheißschachteln. Wieso kann ich... Oh, jetzt haben wir gehäckselt. Wie kriegt man den auf? Mach mich noch mehr auf. Ich hab da eine Zwiebel eingeworfen. Scheiße. Wieso kann ich das doch nicht? Eine Link. I can't put the Zwiebel into the Häckselmaschine. Not troppo bene. Kombiniere. Ist die falsche Maschine. Aha. Wo ist jetzt meine Zwiebel hin? Oh. 3-Minuten-Regel. Komm schön. Schnell da eine. Ja. Hoppala, ich falsche Maschine. Ja, es ist die Reibe. Reibe, Häcksler, Reibe. So, eine mit der Zwiebel. Wir haben bloß 400 Gramm. Entschuldigung, ich muss schnell in den Keller haben. Da habe ich noch eine Zwiebel liegen lassen, weil die anderen habe ich hinter das Küchenregal gepfeffert. Keine Ahnung, tu mit Zwiebel. Ja, Dankeschön.
Ah, da gehen wir natürlich mit dem... So! Hinter dem Kerbe! Kobi, gib einen leeren Gernbehälter in den elektrischen Zerkleinerer! Maschine go! Zwiebel macht! Platziere einen leeren Gernbehälter an der markierten Stelle. Gut. Hole jetzt eine Dose mit süßem Mais. Süßen Mais muss man nicht schneiden. Also kommt er direkt in den GN-Behälter. Günther Norbert-Behälter. Solltest du keine leeren Günther Norbert-Behälter mehr haben, kaufe welche. Ich hab so viel Günther Norbert-Behälter, das sagst du, Alter, hat der Fei Günther Norbert-Behälter. So, was ist das da für ein Günther Norbert-Behälter? Der hat sich offensichtlich unter den Tisch versteckt. Das ist der Invisible. Nein, das ist doch nicht der Invisible. Das ist, wo ist denn noch einer? Da ist noch einer. Günther Norbert, da ist er. So. Nimm eine Dose mit süßem Mais. Dann nimm mir doch die da straight am Boden liegt. Macht das schon wieder alles automatisch. Gib den GN-Behälter mit süßem Mais in das GN-Behälterregal. Die leere Dose süßem Mais nimmst du Anlauf und schmeißt sie aus dem Fenster. Adieu! Umweltverschmutzer! Und Greta huckt da so daheim. Gib den GN-Behälter mit süßem Mais in das Günther Norbert Behälterregal. Kriegen wir hier, oder? Leo, merci für den Zwickel. Herr Schützhofer, merci für den 550. Das Beste, was es gibt beim Bundesheer in Bürgsee. Stoffel, merci für den Drilling. Lucky Slaven, merci für den Euro. Löwenzeit, merci für den 25er. Haben wir vorher schon gehabt, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Dankeschön. So. Du fragst dich wahrscheinlich, wie du wissen sollst, was du mit einer Zutat machen kannst. Es ist wirklich einfach. Schau mal. Ziele auf das Glas mit dem schwarzen Oliven, aber hebe es nicht auf. Schwarze Oliven. 500. Das sind die Symbole. Ja, easy, Alter. Das heißt, ich kann die Oliven in die fette Maschine werfen, in den Topf werfen, aber nicht in die Reibe. In den Zerhäcksler und was der letzte Topf ist, das weiß ich nicht. Drücke T, um fortzufahren. Die Symbole von links nach rechts sind schnell erklärt. Teigmixer, Kochmixer, elektrische Reibe, elektrischer Zerkleinerer und Günther Norbert Behälter. Das letzte Symbol weist darauf hin, dass die Zutat direkt in den Günther Norbert Behälter gegeben werden kann, ohne sie weiter verarbeiten zu müssen. Aha! Das ist das Günther Norbert Symbol, möchtest du sagen. Dann hauen wir die Scheiße in das Günther Norbert Symbol, ja, ohne dass du schaust, weil wir haben Superman Strahleaugen und können wir durch die Schachtel durchschauen. So, da ist nicht einer daneben gekommen, so, wunderschön. Ja, damit ist das Glasl hier, das hat keiner gesehen, ist eh durchsichtig, wunderschön. So, eine damit, drücke auf Fortfahren. Gib den Günther Norbert Behälter mit 500 Gramm Oliven geschnitten. Geschnitten. Oh. Wenn alles klar ist, der kleinere bitte schwarze Oliven. Tja, da waren wir mal wieder schneller als der Papa Pepe. Oh. Wir hatten da Tiefkühltruhe. Meinst du, dass sie mir zum Fenster ausgefrieren? Mit dem Frigo. Frigo. So, du die Oliven hier jetzt. Jetzt müssen wir noch mal reinhäckseln. Du mir das da in den Häcksel rein jetzt. Da, so, hier reingehäckselt. Ja. Gießen. Ja. Oliven wirft man nicht, die gießt man. Muss man wissen. Muss man wissen. Ja? An Pro-Gamer-Tipps. Da kommst du nicht drauf. Was ist das für ein Schwamm? Schwamm. Hallo, Entschuldigung. Habt ihr noch einen Günther Norbert Behälter herinnt? Ah ja, da ist einer. Dankeschön. So, tun wir das da rein so. Blub, dann drückst du den kleinen Knopf, dann macht bzz, bzz, Gerät macht bzz, Olive goes bzz. Schön. Zerkleinert, da haben wir jetzt einmal schwarze Oliven und einmal schwarze Oliven geschnitten. Babene. Schwer ist das überhaupt? Halbe Zähne. Vergeht Zeit fast schnell über Cyberpunk. Gibt den Spaß meines Lebens. Wie geht's euch? Kinder, an der Stelle einmal. Wem's gefällt, Daumen nach oben da lassen, da hat mich wunderschön gefreut. Mucho babene, thumpo, upo. Very nice. Sie fliegen. Wir sind fast schon fertig für heute.
Das war nur zu teuer, Leute! Wir sind fast schon fertig für heute. Bringen wir jetzt den Behälter mit dem Pizzateig in den gelben Raum. Okay. Stell den Korb ab. Auf dem kaputten Teller. Da du hier fast fertig bist, ziehe das Günther Norbert Behälterregal zurück in den gelben Raum. Drücke einfach die linke Maustaste am Handlauf, um dies zu tun. Pass auf, Papa Pepes Best Trick ever. Nice. Nice. Gehe zum markierten Bereich. Ich muss aber dieser grünen Linie folgen. Dann schließe die Vorbereitungsphase ab. Das war alles. Wir machen jetzt Feierabend. Das ist mit dem Pizzadog, oder? Geh zurück in den blauen Raum und drück die linke Maustaste bei der Uhr, um die Vorbereitungsphase abzuschließen. Es ist 10 nach 5. Möchtest du den Arbeitstag wirklich beenden? Bester Arbeitstag in Leben, Alter. In Leben! Gustl-Sepp, merci für den Euro. Hey Bürger, schon mal was von einem Gastronomiebehälter gehört? Günther Norbert Behälter, du Ahnungsloser! Wieder 2 Gustl gesuffen, oder was? Und glaubst du, das heißt niemals Gastronomiebehälter GN. Niemals. Ich glaub's dir einfach nicht. Ich glaub's dir einfach nicht. Gastronombehälter. Schon eher. Und ein Gastronom kaufe ich dir ab. Gastronombehälter kaufe ich dir ab. Oder Gastronomie-Normbehälter kaufe ich dir auch ab. Aber mit einem Euro schmeißen und geschäfteln, dass das Ding Gastronomiebehälter heißt, der Katzer. Margariti. Belohnung 250 Cent. Gesamt-EP. Verdientes Geld 250. Ausgegebenes Geld 279. Einnahmen minus 29. Flip the table. Ich bin raus. Das ist unbabene. Bestätigen. So, jetzt müssen wir aber mehr Pizza machen. Ich darf gerne Pizza machen. Ich wirf die ganze Zeit irgendeinen Scheiß in irgendeine Maschine und dann macht und dann, ja. Papa Pepe, sind wir jetzt bitteschön bald einmal fertig mit irgendwelchen Sachen, wo ich tue, also ich grüße fix. Ein neuer Tag für neue Herausforderungen. Jetzt muss ich erst einmal dringend an der Pip ziehen. Ha? Papa Pepes Pip. Ich rauche sie nicht von allein. Wie schaut's bei euch aus? Wie geht's euch so in der Zwischenzeit? Kann ich mir kurz einen Chat anschauen? Gustl-Sepp ist für bloß ein Gaudi. Merci für den Euro. Das GN-Ding ist der Häckselwagen für Häcksler. Da, Gustl-Normbehälter, der gefällt mir gut. Da gehen nämlich locker 2,5 Liter ein. Das ist eine gute Gustl-Norm. So. Wart noch, mein Freund raucht noch, schreibt der Regi 0815. Ja, warte, da rauche ich mit. Muss ich aber zuerst ein bisschen putzen, weil. Nee, ich muss die Dinge mal wieder auseinanderbauen und sauber putzen, weil ich ein bisschen drippen, Alter. Ja, es ist, meine E-Zigarette, die drippt ein bisschen. Ist dein Coil eigentlich selbst gewickelt oder ist er fertig gekauft? Weil ich wickle ja meine Coils selber, das ist viel besser, du. Das ist viel besser, du. Denn selbst gewickelte Coils, die sind so individuell wie ich selbst. So. Wie geht's eigentlich so? Stadler Nux, Gruß an Stammtisch von die Perlesreiter Kritischen. Bussi aufs Nussi. So. So. Bist du einmal Bulldog gefahren? Nein, Gruppenzwang. Ich rauche mir auch eine an. Ja, Rauchen ist nicht gut für uns. Ist nicht gut. Da hat wer Erfahrung gemacht mit einem guten Verkäufer. Nein, aber ich find sowas immer geil, wenn da umeinander geschaftelt wird und dann stehen sie eine Leute 8 Stunden lang in irgendwelchen Vape-Shops drin und labern Verkäufer zu. Ja, dann musst du 3-mal rundrum wickeln, Alter. Da, wenn du nämlich nur 4-mal rundrum wickelst, dann ist der Widerstand zu groß, dann verdampft es nicht so gut.
5 verschiedene scheiß Holzschirme wieder in deinem Maul. Und wenn's deinen selber gewickelten Scheißdreck ausrauchst und schmeckst, und dann schingen. Kein Verkäufer jemals, Alter. Lass uns mal in Ruhe rauchen. Muss auch mal sein. Hm? Und dessen hört man die Kundschaft hinten raus umeinander begerzen. Hofinator, ich nehme eine Pepperoni-Pizza. Kriegst du, die kriegst du. Köstlich. Und hinten neu gerotzt. Ein neuer Tag für neue Herausforderungen. Deine eigene Pizzeria ist nunmehr einen Schritt entfernt. Schließe die heutigen Aufgaben ab und ich gebe dir ein Zertifikat für Pizzabäcker-Anfänger mitsamt dieser Pizzeria. Dann starten wir mal die Quest Villa App. Quest Villa App! Give me tab. Quest Villa. Schließe alle Erfahrungsquests ab, um Spezialisierungen für Menge, Qualität und Schnelligkeit und die dazugehörigen Herausforderungen freizuschalten. Okay. Du bist nur mehr 50 Erfahrungspunkte von der nächsten Stufe entfernt. Schließe diese Quest ab, um die nächste Stufe zu erreichen. Fahre mit der Maus über den Korb, um die Belohnungen für das Erreichen der nächsten Stufe zu sehen. Neue Zutaten! Ich möchte neue Zutaten! Zutaten zerkleinern! In der Zerkleinerungsmaschine! Um die Belohnungen für das Erreichen der nächsten Stufe zu sehen, lege das Smartphone weg, wenn du fertig bist. Lektion 1. Das war doch schon die 40. Lektion, Papa Pepe. Ich bin am Ende. Hasta cazzo, va bene. Scusi. Blärt. Deine Gäste bewerten jede Bestellung. Du kannst insgesamt 5 Sterne aus den folgenden Kategorien erreichen. Pizza am Boden, Soße, Käse, Zutaten und Zeit. Zeit ist Geld. Die Sterne können Brazzone. Brazzone. Pizza Brazzone. Mit der Brokkoli eingewickelt. Silber- und Goldsterne sein. Je nachdem, wie gut du dich pro Kategorie geschlagen hast. Solltest du eine Sache so richtig vergeigen, kann es auch mal keinen Stern geben. Hallo, ich bin Pro-Gamer, bist du behindert? Lektion 2. Der Timer startet, sobald du die Bestellung aufnimmst. Wenn du die Bestellung innerhalb von 30, 20 oder 10 Minuten abschließt, erhältst du einen Bronze, Silber oder sogar Goldstern. Was ist mit dem Platin, Diamond, Global Elite Stern? Ich weiß nicht. Während du noch in Papa Pepes Ausbildung bist, brauchst du dir keine Sorgen wegen der Zeit machen. Selbst wenn du die 30 Minuten überschreitest, kannst du noch immer Gold in den anderen Kategorien erreichen. Ich habe schließlich noch niemanden gesehen, der eine gute Pizza abgelehnt hat. Gehen wir jetzt zum Servierfenster. Ich zeige dir, wie man eine Bestellung aufnimmt. Hallo. Erstmal speichern, ne? Drücke T, um fortzufahren. Ja, okay. Diese Pizzeria ist sehr beliebt. Also mach dir keine Sorgen wegen der Bestellungen. Zu wenig hatten wir noch nie. Wir befolgen jedoch eine goldene Regel. Wir nehmen nie mehr als 5 Bestellungen gleichzeitig auf. Ich bin erstmal zufrieden, wenn ihr mir Ohren im Ohr kennt. Eine Bestellung mit Zutaten, die zerkleinert werden in der Zerkleinerungsmaschine. Du kannst den Start der Bestellungszeit selbst kontrollieren. Doch der Arbeitstag schreitet mit Tagesbeginn voran. Dann lass uns die Glocke läuten, um eine Bestellung aufzunehmen. Ja, ist ja gut. Oh, Glocke. Tolle Glocke, macht. Alles klar. Und hier ist sie, deine erste Bestellung eines Kunden. Starte die Bella Pizza App und schau sie dir an. Bestellung. Hallo. Babene Bestellung. Ah. Pugliese. Ist nicht eine Hunderasse? Nein, es war der Pekinese. Nein. Pugliese. Okay. Teig, Pizzateig, neapolitanisch. Soße Marinara. Käse, Mozzarella geschnitten. Zutaten, schwarze Oliven, weiße Zwiebel. Pfui Teufel, wer frisst seinen Scheiß, da fällt 3 Pfund Salami. Die Bestellung gibt die Art des Teiges, der Soße, Tee und fortzufahren. Ja, das sehe ich. Papa Pepe, jetzt halt die Fresse und lass mir scheiß Pizza machen, Alter. Die Pfeiltasten neben der Art des Teiges, der Soße bringt die zu ihren Rezepten. Wir haben zum Glück schon gestern alles vorbereitet, also brauchen wir diese Rezepte nicht.
Das ist ganz schön viel. Doch du kannst die Bestellung auch anpinnen, wenn du ein Smartphone weg. Ja, Pin O, Alter. Drücke Tab, Smartphone weg. Jetzt los mich in Ruhe, Alter. Lass mich eine Pizza machen. Wer war das? Siebetasch. Merci für den Euro. Bussi aufs Nussi. Was? Drohnenshots bei Wimmer. Alter, hätte ich jetzt Hunger auf so eine geschmackige Pizzen. Also, so ganz unrecht hast du eine Hobby schon auch. Merci dir für den Euro, Alter. Snus bin ich. Ich nehme Pizza Diablo. Ja, die kostet bei uns, was, 5 Euro. Ich frage mich, wie die Pizza-Leute bei uns auch. Da gibt es bei uns ist ein Tagesmenü bei jemandem. Ich sage jetzt nicht wem, weil sonst hört wieder die Werbung. Da kriegst du ein Getränk und eine Pizza für 6,50 im Mittag. Da wo ich mich wirklich frage, Alter, wie verdienst du, wer verdient denn da Geld? Wie soll denn das gehen mit 6,50? Bist du besoffen? Verstehe ich nicht. Sebi, nochmal, merci für den Zwickel. Grüß aus Österreich, du bringst mich immer zum Lachen. Grüß nach Österreich, schön, dass du zuschaut, ab in den Chat, Hashtag Lieblingsnachbarn mit einem lila Herzl. Los geht's, ab und ich mach dabei eine Pizza. Los geht's! So, beginnen wir mit Teig. Leck mir am Arsch, du brauchst mir nicht nochmal alles sagen, das haben wir doch alles schon gemacht. Teigklumpen, fuck you! Papa Pepe, Teigklumpen. Ja, den nehmen wir, klatschen am Tisch. Nehmen wir, dann drücken wir drauf, da brauchen wir nicht viel kennen, wo wir so. So, easy. Easy. Dann nimmst du Tomatensauce. Gehen, Günther Norbert, Behälter, Tomatensauce. Klatsch auf, das ist aber nicht so viel. Du musst sauber verteilen da. Sauber verteilen. Komm mal da. Komm mal da nicht. Ist das genug? Ich weiß nicht. Da wollen wir. Wir wissen alle, was wir da rein wollen. So. Ja. Pizzarote Rakete. Drücke Q, während du mit der Maus über einen großen Teigklumpen fährst. Und dann? Ich hab doch schon Soße drauf gemacht, oder? Und dann? Was ist dann? Klatsch mir noch mehr Soße auf. Mehr Soße! Mehr Soße! So, passt. Was drücke ich jetzt Q, um den Teig zu teilen? Du hältst einen kleinen Teigklumpen. Probier es mal. Halt dein Maul, es wird ein Riesenpiez. Kundschaft hat eine Riesenpiez bestellt, ich krieg eine Riesenpiez. Kuh, was? Kuh, ich kann keine Kuh drücken, geh weg, nix Marinara-Soße. Da kommt jetzt, was kommt auf wie Mozzarella, 100 Gramm, gib mir Mozzarella, was, geschnitten? Geschnitten Mozzarella, der ist ja gerieben. Was ist der Unterschied zwischen Mozzarella geschnitten und gerieben, Alter? Dann nehme ich noch mal einen Günther Norbert Behälter und dann schneide ich noch mal. Was ist mit dir, Alter? Bist du besoffen, Alter? Was ist los mit dir? Was ist mit dir? Schönen Grüß aus Österreich. Ich stirb, weil wir verloren bei deinen Streams sind die Business. Bestes Abendprogramm zur Shisha. Mr. 1842. Ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. 60 Euro sind zu viel. Also, haben die anderen 10er und 25 Euro und was ich was so ist schon weit zu viel, aber 60 Euro geht zu weit. Da muss ich was sagen. Ja, fast neuer Name, ich hab die Schuhe mitgelesen, so ist es nicht. Aber 60 Euro ist zu viel. Ich kann aber heute auch nichts dagegen da aus der sagen. Vielen herzlichen Dank. Special Greets nach Österreich. Hashtag Lieblingsnachbarn. Sage ich nicht zur Gaudi. Dankeschön. Es gibt nur einen Dialekt, der fast, nur wenn er Weiberleid schmerzt. Geiler ist wie unsere. Und das ist einer. So. Mozzarella! Oder? Zerkleinere. Wir müssen mal Mozzarella. Jetzt muss ich nur mal da schnell schauen. Ist das vielleicht der geschnittene Mozzarella? Ist das der geschnittene Mozzarella? Ach, der ist geschnitten. So, wie viel Mozzarella muss da auf? 100 Gramm. 100 Gramm, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja der Mozzarella, wunderschön. Das ist symmetrisch angerichtet. Dann ist das, gibt es gleich einmal 8 Punkte mehr. Von, ja, Oliven. Was nehmen wir da? Oliven müssen drauf, 64 Gramm geschnitten. Geschnittene Oliven, bäm, oder? Und 64 und nochmal. Nice. Und dann brauchen wir noch geschnittene Zwiebeln. Ja gut, so schlecht stellen wir das jetzt gar nicht vor. 32 Gramm so. Kann ich nicht einmal einzeln verteilen.
Das ist schwach. Das ist schwach. Das ist schwach. Ja? Das ist schwach. Jetzt sehen wir nur so einen Teigklumpen aus, damit wir den Deppen seine Quest fertig kriegen. So. Bam. Dann nehmen Q. Teig portionieren. Drücke Q, während du mit der Maus über einen Teigklumpen warst. Ja, ja. Drücke Q bei einem weiteren Teigklumpen. Wirfen hin. Nochmal. Q. Muss ich das da noch mit? Nein? Nein, nicht wollen! Ah! Nicht wollen! Den wir durch. Damit nichts passiert. Drücke Q, während du mit der Maus über den Teig. Ja, das habe ich doch jetzt gemacht, oder? Was ist mit der Pizza? Aber der habe ich mir richtig für mir gegeben. Gib mir die Pizzaschaufel, die jetzt einfach in den Ofen rein. Die werden ihm schon schmecken, Alter. Schau dir die Riesenpizza. Das ist eine Monsterpizza. Da geht's ganz anders. Schau hin. So, einen in den Ofen. Linke Seite, wunderschön. Die platzieren wir dabei da, damit nichts passiert. Wurzelsepp, merci für deine 4 Euro, Alter. Mario, merci für den Zwickel. Moin Birger, Grüß an die Perles Reiter Kritischen. Die haben wir heute schon mal gehabt und grüßen wir so zweimal. Das ist sowieso wurscht. So, vorheizen. Geschissen auf Vorheizen spreng ich. Vorgeheizt wird halt nicht. Die will man nur lang genug da drin lassen, die wird schon. Da, wirf den Scheiß da hin, passt. Wir müssen den alten seine Quest fertig machen da links. Drücke Q, während du Teig portionieren, ja? Ah, dann können wir es wieder zusammengenautschen, verstehe. Lege einen mittleren Teigklumpen auf den Ding. So, rolle den Teig in den mittleren Pizzaboden aus. Ja, das kriegen wir hin. Erstmal speichern, damit nichts passiert. Okay, los, ich sei, ich mein. So, T. Was ist mir? Drücke T zum Fortfahren. Leck mir am Arsch jetzt, das hast du mir schon erklärt, Papa Pepe. Gieße Marinara-Sauce auf den mittleren Pizzaboden. Ja, das kriegen wir hin. Das ist mal Marinara. Und dann. Ja, das wird schon. Da schau hier. Was speichert er noch so viel? Wunderschön. So. Drücke T, um fortzufahren. Drücke. Solange wir dabei nicht Konkurs gehen. Was? Pizza geschmolzenen Käse. Käse, kannst du billige die Pizza mit Mozzarella. Si, Senor. Ah, bisschen dran, der haben wir es auch so. Ah. Schau hier. Das ist ein symmetrisches Meisterwerk. Va bene. Schnell, mein Gott, laber nicht so viel. Ja, Zwiebeln werft man auf, wir haben wir vorher schon gehabt. Mein Papa Bär, du bist 14 Gramm, 29 Gramm. So, wir. Ah ja. Da kann man das. Wir stellen ein, wie viel Gramm das ist sein. 16 Gramm. Okay. Oliven. Wie viel Oliven brauchen wir? 64 Gramm. 28. 50. 64. Nicht symmetrisch. Wurscht. Wir sind fast fertig, jetzt müssen wir nur noch die Pizza im Ofen backen. Das kriegen wir hin. Hole einen mittleren Teller vom Tellerstapel. Was denn? Möchtest du einen Teller da einstellen oder was, du Mongo? Lege den mittleren Teller auf die Theke. Okay. Wie geil er so über hinpfeffert. Wundert mich nicht, wenn der Hälfte über hieß. Was für Theke, aber! Okay, da ist Theke, passt. Da ist Pizzaschaufel, die nehmen wir lieber wieder. Packe die Pizza und nimm sie aus dem Ofen. Okay. Das haben wir doch jetzt schon zweimal gemacht, Alter. Das haben wir doch jetzt schon zweimal gemacht, Alter. Hörst? Pizzaschaufel. Wo ist denn eigentlich der Halter für die Pizzaschaufel, Alter? Okay, da ist ja Pizzaschaufel. Warum habe ich zwei? Verstehe die Frage nicht, Alter. Ja, hintrinsig. So, Holzscheitel. Eine ins Viech. Noch ein Holzscheitel. Eine ins Viech. Wie heiß ist der Teufel? Grün. Muss im grünen Bereich. Haben wir gelernt. Ah, da geht noch eine. Du, da geht noch eine. Da geht noch eine. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Pizza auf der linken Seite, Pizza auf der rechten Seite. Offenbar wird die mittlere Pizza genauso schnell fertig wie die große Pizza. Si. Babeno molto. Molto babeno. Very nice. Blät. Wunderschön. Backe die Pizza und nehmen sie aus dem Ofen. Da brauchen wir wieder unseren Schaufisepp. Warten wir, bis es fertig ist. Währenddessen zuseln wir mal Schnee und der Büpp. Ne? Dann schauen wir mal rein. Ist in einem Pizzaholzofen, jetzt mal Serious Talk, Real Talk, ist in einem Pizzaofen nicht so, dass auf der linken Seite oder halt rechte Seite oder vorn oder hinten Pizzas sind?
und auf der gegenüberliegenden Seite das Feuer? Ist das nicht der Sinn eines Steinofens? Was weiß ich schon. So, hast du mit der Pizza? Ich hätte noch ein wenig einen Kürzer eine Pizzaschaufel genommen, damit du ganz hintergelangen musst. Dann rendiert sie sich so richtig. Oh ja, ist total verbrennt. Hoppala! Die Money servieren wir mal lieber. Wie tut man das? Bravo, dann schauen wir mal, was deine Kunden zu sagen haben. Serviere die Pizza. Ja, die muss auf den Teller auf, das musst du mir sagen. So, auf den Teller. Wunderschön, oder? Wunderschön, oder? Runtergefallen. So. Ist halt ein wenig verbrennt. Entschuldigung. Entschuldigung. Ein Pizza geht noch. Da kriegen wir schon noch eine hin. Deren sind einmal nicht runter. Nimm die Pizza und halt dein Fotzen. Stufenaufstieg, das wollte ich aber hören. Die Gothic-Pizza. die ist so gothic, Alter. Die schneidet sie Pulsar dann auf, wenn es da drin ist im schwarzen Loch. Wow, diese Produkte erscheinen ab morgen in den Bestellungen. Oh, Champignons, Hühnchenbrust, Prosciutto Cotto, Rosmarin, italienische Wurst. Was ist eine italienische Wurst? Ich dachte, eine Salami ist eine italienische Wurst. Junge Artischocke. Das ist bei mir so tagesformabhängig. Normalerweise denke ich immer so, Artischocken. Dann manchmal denke ich immer so, Artischocken. Die Frau hat die oft. Ja, dann denke ich mir so, gib mir mal eine. Da ist nur eine Pizza im Ofen. Wähle 3 Zutaten und schalte sie frei. Ja, Prosciutto, Wurst und Champignon. Wähle einen neuen Perk. Quest neu würfeln. Ermöglicht es dir bis zu 3-mal täglich eine Quest gegen eine zufällige neue Bestellung neu würfeln. Gelegt mir am Arsch, das ist mir alles wurscht, ich bin Programmer. Was wollen Sie? T um fortzufahren, ja, Bestellung würfeln, ja, habe ich gelesen, Alter. Was ist da wieder? Black Shadow! Merci für deine 650. Bitte eine Pizza, Kaboom! Rezept, Dork, Sauce, Gasflaschen. Wunsch von mir und einem Sidechain, der wieder. Merci dir. Pass auf, die kriegen wir hin. Der verzeiht mal über irgendwelche Stories. Ja, ist in Ordnung. Quests hier, Quests da. Fuck your Quest. Schauen wir erst einmal, was mein Pizza sagt. Hoppala, Schubladen aufgemacht. Schau, wie umgefallen. Oh, ich glaube, die ist durch. The real Pizza Diavolo. So, die servieren wir jetzt einfach irgendjemandem. Hallo, mag ich eine Pizza? Nein, ab im Mülleimer. Ab im Mülleimer damit tue ich ungern, aber das hat sein müssen. Entschuldigung. Was habe ich jetzt wieder zusammengehauen? Holzscheitel kaut. Ist da eine. So, jetzt pass auf. Du kannst bei jeder dritten Stufe einen Perk auswählen. Die nicht ausgewählten Perks, bla bla bla. Freigeschaltete Perks können jederzeit in der Perk-App, ja, bla 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 bla. Speichern. Darf ich jetzt einmal bitte eine normale Pizza allein machen, ohne dass der Papa Pepe mir einen fucking Dreiteiler von Herr der Ringe erzählt? Schau dir mal die Wand neben dem Servicefenster an. Dieses Zertifikat bezeugt, dass ich dich zu einem Pizzabäcker-Anfänger befördert habe. Wunderbar, oder? Ich habe es selbst gemacht. Sie. Bei der Frage, are you a serious pizza man? Now I can say, sí, señor. Ja, ich bin jetzt ernstzunehmender Pizzabäcker, da ich sagen. Schauen wir uns jetzt die Quest Villa App an. Dann sollte es etwas Neues geben. Belohnungen, neue Zutaten, bla bla bla, fülle irgendeine Scheiße, sonst du hier, ja bla. So, Papa Pepe, sind wir jetzt fertig? Ich drücke jetzt ganz oft auf T. Was ist denn jetzt da? So. Jetzt pass auf, Alter. Jetzt nehmen wir selbstständig da mal ein Rezept da und dann hauen wir eine Sonder. Moment mal. Dann, was ist da? Keine aktiven Bestellungen. Du scheinst keine aktiven Bestellungen zu haben. Mit der Glocke kannst du neue Bestellungen aufnehmen. Ist der mal? Prosciutto e Mais. Bitte Prosciutto e Mais. Heißt offensichtlich, da war der Italiener wieder faul. Ja, anstatt und, was schon sehr kurz ist, kommt der Italiener und sagt Pizza Champignon e Mais e Prosciutto.
Aha. Sie. Nimm an. Information. Anpinnen, was brauchen wir? Neapolitaner Teig, Marinara Soße, Parmigiano, 16 Gramm, feinster Parmigiano, Prosciutto crudo, süßer Mais. Brudi, kriegen wir hin. Die Pizza, die zaubert die dir so dermaßen, dass du sagst, jetzt hauen wir erst einmal einen Tag hin. Hau den Tag hin, dann holen wir ein wenig Prosciutto aus dem Keller. Ein wenig Prosciutto. Ein bisschen Prosciutto. Geh aus dem Menü. Kriegen wir hin. Jetzt pass auf. So, nimmst du mir Brackel Schinken mit? Nimmst, ja, Schinken. Geschnitten. Müssen wir texteln. Brauchen wir wieder einen Günther Norbert. Günther Norbert, so. Zerkleinerer, einigen. Was ist denn da eigentlich drin? Nix, der ist leer. Dann drücken wir drauf. Prosciutto goes. So, passt. Passt. Indem wir da irgendwo dazwischen rein. Nee, haben wir was da? Nee, Günther Norbert-Behälter, den kommen wir da auch nie wieder raus. Aber der Günther Norbert-Behälter, wenn einmal ein Günther Norbert-Behälter Regal ist, dann ist er da festgewachsen. Ja? Da wird da fusioniert, der Günther mit dem Norbert und dann mit dem Regal und dann ist der Fusions-Günther Norbert-Regalbehälter. Fuck off. Mit E kann man es außernehmen. Goddammit. Lage die wir da wieder rein. Ansonsten haben wir alles. Na, Parmigiano. Aber wir brauchen molto Parmigiano. Da schaut mir noch Parmigiano. Oh, Gorgonzola. Gorgonzola. Ich lege fest, Prosciutto e Mais Pizza ist besser mit Gorgonzola anstatt mit Parmigiano. Wo ist der Parmigiano? Gib mir Parmigiano. Was ist das? Knoblauch. Ja, ist auch gut. Parmigiano. Prosciutto cotto. Das andere Prosciutto. Prosciutto crudo. Prosciutto crudo. Prosciutto. Prosciutto cotto. Prosciutto crudo. Parmigiano. Sie. Gerieben, Kinder. Die müssen wir jetzt reiben. Ab in die Reibemaschine. Da ist doch gerade ein Bono weggefallen. Ich hab's doch genau gesehen. Wo ist der jetzt hin? Wo ist der hin? Der ist da drin. Okay, dann ist er doch da drin. Entschuldigung. So, Günther Nudelbehälter. Günthers Nudelbehälter. Günthers Nudelbehälter, Parmigiano gerieben. Sie. So, haben wir da noch einen Platz. Haben wir. So, alles auf der anderen Seite nochmal. Machen wir eine Pizza. Auf geht's. Pizza. Pizza Mac, Peck Mac Sweezy. So, Marinara Soße. Sie. Aufgeklatschen. Bam. Verteilen. Ah, da geht ein bisschen was. Wunderschön. Da fahren wir jetzt ein bisschen so rundum. Dann schaut es ein bisschen aus wie ein Nippel wieder. Ah, schöner Nippel. Wunderschön. Dann, was brauchen wir als erstes? Haben wir Parmigiano. Wo ist der Parmigiano? Parmigiano, 16 Gramm. Ich sag nicht, wie viel Parmigiano, dass der da mehr nehmen Menge. Ich sag nicht, wie viel dass der da aufgeht wird. 16 Gramm. Wann das jetzt 16 Gramm? Weiß ich nicht. Nehmen wir lieber mal Schinken. Prosciutto crudo. Geschnitten nehmen Sie. Mit der Maschine verteilen, schaut die so. Prosciutto crudo geschnitten 60 Gramm. Machen wir so. Nein! Ich geh mit dem Maus! Das ist so. Wieso kann ich das da nicht hinlegen? Ja. Ja. Mein innerer Monk sagt, es muss ein Viereck ergeben. Ich weiß nicht warum, aber es muss ein Viereck ergeben. 60 Gramm. Dann brauchen wir süßen Mais. Süßer Mais. Give me süßer Mais. Süßer Mais. Süßer Mais, wie viel? 16 Gramm. Ach, da oben steht, wie viel das wir werfen. 8 Gramm. Dann machen wir mal 1, 2. Best Pizza gelogen. So, dann ab in den Ofen. Wo ist Pizza Schaufel? Schaufel Pizza. Schaufel Pizza. So, da gehst du her. So, dann werfen wir dann den wir mal einen Ofen, müssen wir den vorheizen. Damit es richtig gut wird, müssen wir den vorheizen. Ne? Das glaube ich haben wir übersehen. Das haben wir ja übersehen. Ich werfe jetzt da weiter am Boden runter. Gibst dir mal ein paar Holzscheitel. Die haust dir meine. Tu es her. Ja. Und das kleine komische Basilikumblättl, das was wir da haben, das werfen wir auch noch hinten rein. Nein, das können wir nicht hinten rein werfen, das ist schade. Das ist schade. Dann tun wir noch einen Holzscheitel rein. Noch ein Holzscheitel. Ja, und das was am Boden liegt, das werfen wir auch noch hinten rein. Das ist gut weiter.
Du, das ist ja eben gut weiter. Jetzt bei so Wacht. So, wie schaut's aus da drin? Ja, die lässt mir perfekt werden, Alter. Die lässt mir perfekt werden. Einmal holen wir uns alle Sterne, damit es nicht heißen kann, ich hab versagt. Schmeiß halt nicht am Bono, aber den Basilikum, du Zigeuner. Ich schmeiß mein Basilikum, wo ich möchte! Das ist mein Basilikum! Spacken! So, Pizza Neapolitanisch ist in wenigen Sekunden fertig. Und sie ist super, Bene, pass auf. Oh, sie ist fertig. Außernehmen. Zacki, zacki. Zacki, zacki, perfekto. Look at this pizza. See, look. Nicht runterfallen. Oh, wir brauchen einen Teller. Wir brauchen einen Teller. Legen wir da hin. Pizza legen wir da hin. Schauen wir einen Boni. Dann nehmen wir einen... Oh, hätte die mittel oder klein werden sollen? Ja, nehmen wir die kleine. Eine kleine wird schon kleiner. Kleine wird schon kleiner. Tu den Teller da hin. Ja. Pizza, Schaufel. Schaufel. Schaufel jetzt auf. Komm. Wir müssen die Teller vorher herrichten. Das vergieße ich gern. Das vergieße ich gern. Das vergieße ich gern. Tu jetzt den... Auf! Was? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Warum kann ich das Ding jetzt da nicht aufhören? Tu mir das weg. Ja, das klingt. Was ist jetzt mit der Pizza? Nehmen wir mir noch einen mittleren Teller aus. Tust du mir noch einen mittleren Teller her? Da. Auf irgendeinen wäre der scharfe getan. Wieso ist es jetzt gegangen und vorher nicht? Ich verstehe es nicht. So, Pizza Babene. Best Pizza in West. Behaupt ich. Easy. Stufenaufstieg. Sichere dir deine Belohnungen. Dieses Rezept erscheint ab morgen in den Bestellungen. Neues Rezept. Alfredo-Sauce. Butter. Wer möchte nicht Butter auf seiner Pizza? Alfredo-Soße für einen Günther Norbert. Nudel. Günther Norberts Nudel, Alter. Ja, easy, Alter. So, diese Produkte erscheinen morgen in Bestellungen. Speck! Büffelmozzarella ist kurz vor ekelhaft, aber egal. Junge Artischocke, her damit. Her damit. Da hier, Alter, 5 Sterne, alle 3 Hagel, Alter, durchgespielt. Durchgespielt, bin raus. Und was der mir jetzt? Richtig, Kich irgendwie anzünden. Kriegen wir hin. Was ist denn eigentlich da mit dem Pepe? Pepe, eine Vase. Oh, die Vasen zerbricht aber schön. Was haben wir da? Ein Radio. Cooking Piano. Wieso sagt man das? Kann nicht, dass wir da Musik spielen noch können. Leerer Ordner. Creative Cooking Piano. Du hast Cooking Piano hier. Was haben wir da? Zeituhr haben wir auch gehabt. Für was wir die da brauchen, das weiß kein Mensch. Das weiß kein Mensch. So, jetzt pass auf. Die große Frage ist, was passiert, wenn wir mit denen in den Ofen einwerfen? Passt nicht eine. Was ist mit der Gasflaschen? Was tut die überhaupt da, die Gasflaschen? Das frag mich ich. Das frag mich ich. Das ist und jetzt sind wir noch. Moment. Das, wenn sie nicht eingebaut haben, dann weiß ich nicht, für was die Gasflaschen da hingebaut haben. Das weiß ich nicht. Jetzt heizt mir da mal ein wie Pflack. Einheizen wie Pflack. Einheizen wie Pflack. Kann ich das Ding auch einheizen? Nö. Wenn das nicht geht, schaut es schlecht aus. Die Frage ist, warum geht das nicht? Was ist denn eigentlich mit dem Schierhagel? Was tut denn das gleich wieder? Haben
man da noch so viele Utensilien? Schaut mir fast so an, als könnte man mir vielleicht schauen wir mal ein Gas. Sonstige Kamera, Schwamm, Thermometer, Gasflasche. Ja, aber Gasflasche? Oh, was meint ihr schon? Wir schließen für heute. Ja, ja, Maulleuten. Küche hier anzünden. Ich will die Küche anzünden. Die Küche anzünden, alle. Ja. Geht leider nicht. Ah, Herr Glockengießer, das ist, oder warte mal, was? Schmeißen Sie Holz in den Ofen, dass er gliert. Das ist der Mann, das ist der Hammer gerade. Oder der hat ja gerade gliert. Oder der gliert ja immer noch. Immer noch mal ein bisschen nachher. Ich kann aber auch nichts mehr reinwerfen, schon. Kann ich nichts mehr reinwerfen, warum nicht? Machen wir doch mal so. Ich kann nichts mehr reinwerfen. Der ist zu heiß. Der Teufel ist zu heiß. Ich meine, der gliert ja eh schon, wenn ich das so richtig sehe. Tja. Drück Q. Wo? So, jetzt machen wir da mal auf. Ah. Die einzige Möglichkeit. Diese Gummibärle-Gasflaschen. Va bene. Schlecht's Spray ever! Kuhdrucker beim Ofen. Was wird dann? Brennen? Was soll ich verbrennen? Weiß nicht, was dann passiert. Warte mal. Ah, ich hab's schon. Kann da auf Q umbleiben, dann fängt's da drin Vollgas zum Kokeln an. Du musst einen Teig dazu geben. Wenn wir einen Teig dazu geben, den räumen wir schnell aus. Den räumen wir nur schnell aus. Und dann tun wir einfach einen rauen Tag ein. Einen rauen Tag tun wir mir ein. Geh her. So, du Pizzableche. So, den nimmst. So, nimmst da. Oder meinst ihr da noch Zutaten mit rein? Jetzt werden wir mit diesem Ofen probieren. Oh, vielleicht können wir das so einschieben. Also den darf mich sowieso interessieren, was passiert, wenn wir mir auf Verbrennen drücken. Dann machen wir so. Und dann haben wir noch ein wenig Mail. Dann haben wir noch ein wenig Mail dazu. Was nicht funktioniert. Vielleicht ist es aber einmal la. Kauft man Eis. Ah, jetzt. So, 2,5 Kilo mehr. Passt. Intrinsik. Zugemacht. Ah! Gut, dann nehmen wir mal ihn da raus. Wieso kann ich das nicht raus tun? Doch, kann ich. Das da ja. Das tun wir wegschmeißen. Wenn das nicht geht, dann muss ich nicht mehr. Ah! Mir schafft man's nicht! Mir schafft man's nicht! Die Küche in die Luft zum Springen! Das ist das schlechteste Spiel, das ich jemals spielen hab müssen! So! Druck Q, wenn's Gasflaschen in der Hand hast. Das probieren wir noch schnell. Das probieren wir noch schnell. Das lasse ich, das, da, warte mal, machen wir so.
Da passiert aber nichts. Ich muss auf Q umbleiben, sagt man rechts, dann bleibt der Button grün. Und dann verbrennt das, was drin ist wahrscheinlich. Auf, das holen wir noch schnell aus, dann schauen wir, was passiert ist damit. Schauen wir mal, wie verbrennt das ist. Ja, jetzt kann ich so schlecht ausschauen. Ich meine, schmeiß mal lieber mal aus dem Fenster raus! Hör mit dem Schund! Was ist denn jetzt kaputt? What the fuck, Alter, was ist denn jetzt? Jetzt haben wir so ein Pizza-UFO, meine Damen und Herren. Oh, da nicht. War kurze Pizza-UFO. Und da die sagen, aus zu die Vögel. Tja. Und an dieser Stelle schnell wieder auf Play drücken, weil die Weihnachtsmusik gebe ich mir jetzt nicht. An der Stelle da ich sagen, ich mag nicht mehr. Ich glaube, wir haben auch alles gesehen, was das Spiel hergibt, innerhalb von 2 Stunden. Ja? Tutorial durchgeschissen und jetzt ist es halt einfach 8 Stunden dasselbe. Aber der ist alle paar Monate schon einmal gut. Ich hoffe, dass der VR so war gar nicht so verpackt. Ja, ein paar Bugs waren drin, aber es ist jetzt, hat sich jetzt nicht aufgehängt oder irgend sowas wie das jetzt mit der Pizza und so. Aber ganz ehrlich, es ist schon relativ wenig Inhalt. Na, seien wir uns ehrlich, es ist nicht recht fett zum Tun. Die Sachen da reinwerfen, zerhäckseln, herrichten und dann da draufwerfen und das ist ja immer das Gleiche. Also es ist halt immer das Gleiche. Wie soll ich sagen? Immer das Gleiche. Sag ich euch, was ist? Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Ich glaube, ich gehe jetzt noch einmal was trinken. Das ist einmal wichtig. Warum ist das so finster eigentlich? Ich muss glaube ich da mal wieder das Zeug da oben einstellen. Ah! Der Nitro King freut mich. Hast du am Freitag doch nicht angefangen mit Path of Exile? Doch, habe ich schon, aber es waren dann so viele Leute dabei. Ich wollte mir das nicht oder mit Stream und dem Ding und ich bin sowieso, die hat einfach nicht passt. Es hat einfach nicht passt am Freitag. Ich weiß schon, wenn ich eine Sache ankündige, dann es ist dumm. Das ist dumm. Ich weiß es, normalerweise tue ich das auch nicht, aber ich war mir relativ sicher, dass ich am Freitag da bin und zeitig auch da bin. Mir warten wir die erste Stunde schon mal einfach nur da gesessen und hätten wir auf die Login-Server gewartet. Und saulästig und überhaupt und da habe ich keinen Bock mit dazu. Das hat einfach nicht passt dann. Ich weiß es auch nicht. Weißt du schon, was du Mittwoch spielst? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich Cyberpunk. Eine neue Runde. Und was wir nächste Woche tun, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das werden wir uns ausdenken. Ja. Spielst du einmal Immortals Phoenix Rising? Ich weiß nicht, was das ist. Ist das dieser Zelda-Klon von Ubisoft? Kannst du in echt kochen? Das weiß ich nicht. Das müssen andere nicht beurteilen. Bisschen Weihnachtsmusik. Was ist jetzt mit dem Lockdown? Irgendjemand wollte am Anfang vom Stream meine Meinung zum Lockdown. Was gibt's da für eine Meinung zu haben? Natürlich finde ich es kacke, aber es ist einfach notwendig. Aus. Was soll ich sagen dazu? Ich weiß es auch nicht. Herr Wolf, hast du meinen Sticker eigentlich noch? Das waren Toy-Bewerfer, oder? War das der Sticker? Also ja, den habe ich noch. Der ist irgendwo da oben in dem Regal unter die anderen 5000 Sachen, die ich von irgendjemandem mal gekriegt habe. Oder das waren Heuweschmeißer oder irgend sowas. Oder Steinerschmeißer, irgend sowas. War das der? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Rimworld, Nessa. Rimworld haben wir auch noch, stimmt. Da kann man mal ein bisschen mit Mods umeinander tun. Also mit Modifikationen. Oder da einfach weiterspielen, wo wir waren. Weiß ich noch nicht. Deine Meinung zu dem Corona-Zeugs? Bitte nicht. Natürlich finde ich es scheiße, aber es ist einfach notwendig. Und ja, es wird noch der ganze Februar zu sein, garantiere ich euch 100%, wahrscheinlich sogar auch noch der März. Oder es ist einfach notwendig und aus. Was hilft uns aufregen? Der Doom DLC, den haben wir auch noch. Den Fix, den vergieße ich jedes Mal. Den schreibe ich mir jetzt, wenn der Stream aus ist, schreibe ich mir den scheiß Kalender ein. Weil sonst vergieße ich es. Among Us, ja, ich höre euch schon. Wenn ich 7 brauchbare Leute hätte zum Among Us spielen, dann darf ich schon lang spielen. Aber die habe ich nun mal nicht. Hast du vor, The Medium zum Spielen? Ja, wahrscheinlich schon. Also einen Stream schauen wir uns mindestens einmal an, wenn es was kann, spielen wir es fertig.
Schauen wir mal. Visage Kapitel 4 habe ich überhaupt keinen Bock nicht, weil das nicht mehr recht fair ist. Bis Ostern ist noch zu. Ungefähr, ja. Ich sag, dass das genauso wie letztes Jahr, wo es angefangen hat es dann nicht aufgehört wegen dem ersten Lockdown, den wir da gehabt haben, sondern weil es warm geworden ist. Ja? Und weil man wieder rausgehen können und man nicht die ganze Zeit im Zimmer eingesperrt ist. So. Among Us? Spielt das noch jemand? Das ist die zweite Frage, die ich drauf stelle. Spielt wirklich noch jemand Among Us? Wird das nicht irgendwann einmal langweilig? Nicht falsch verstehe. Genius Gameplay, wunderschön, super lustig, aber nicht länger wie 20 Stunden. Das war's dann. Und das ist schon viel. Hochgerechnet, ja. Spiel mal Stranded Deep. Was ist denn Stranded Deep, Alter? Was ist? Warte mal, müssen wir jetzt damit aussehen. Scheiß Weihnachtsmusik, was haben sie denn da eigentlich? So, Spiel verlassen. Spiel verlassen! Was ist denn Stranded Deep? Stranded Deep, Stranded Deep, Stranded Deep. Ich hab's schon mal gehört. Let me have a look. Was ist das? Ach, das ist wieder so ein typischer, der 100 Millionste Survival-Aufbau-Sandbox-Mist. Na. Ihr vielleicht irgendwann einmal eins von denen. Na. Es ist wirklich schön für euch, dass ihr 100 Stunden Among Us habt. Das ist nett, aber es juckt mich überhaupt nicht. Das war 2-3 Sessions am Abend schon lustig. Dann hat es bei mir im Freundeskreis keine Sau mehr gejuckt. Das war's dann. Mr. Bavaria Gaming, kannst du mal mit Ehrenpflaume ein Video machen? Ich weiß nicht, wer Ehrenpflaume ist. Wer ist Ehrenpflaume? Keine Ahnung. Also ich glaube er nicht. Also nicht von meiner Seite aus. Ich weiß gar nicht, was der überhaupt macht. Oder die oder was auch immer. Was haben wir noch? Crisis Remastered. Schauen wir mal. Na, Phasmophobia mag ich auch nicht mehr spielen. Das ist auch bloß zweimal lustig und dann war's es. Was ist der Kai Pflaume? Was ist der Ehrenpflaume? Ist der Kai Pflaume. Wieso soll ich mit dem Kai Pflaume? Also erstens einmal glaube ich nicht, dass der mit mir Video machen mehr. Zweitens, warum? Drittens, warum? Warum? Ganz ehrlich, ein Angelsimulator spielen wir da eine Session lieber noch eher. Ich habe einmal irgendwann, was habe ich da gespielt? Fishing Simulator, oder? Das ist der stinknormale Fishing Simulator. Irgendeinen habe ich da, was heißt ziemlich lang. Also für das, was für ein Spiel das ist, habe ich ihn ziemlich lang gespielt. Jetzt pass auf, da muss ich schnell schauen. Ich habe da mehrere ausprobiert. Jetzt pass auf. Fishing World, kann das sein? Fishing Planet heißt der. Habe ich gespielt. 40 Stunden. Zuletzt am 27. Januar 2019, also ziemlich genau vor 2 Jahren. Sollen wir das einmal machen? Es ist ja, also momentan ist wirklich so, wir werden irgendeinen Scheiß spielen. Und am anderen Tag Cyberpunk weiterspielen. Wenn wir nicht irgendwann einmal mittendrin aufhören. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das werden wir nie fertig kriegen. Da brauchen wir nur 30 Streams. Das dauert bis fucking Oktober. Spuren Landau, wenn ich hol's noch, Alter. Lass mir jetzt einmal meine Ruhe mit scheiß Landwirtschaftssimulator. Ich kann's nicht mehr hören. CSGO klang in meinem Leben nie wieder an und FIFA kaufe ich mir auch nie wieder, weil das so viel ausgeschmissenes Geld ist aus dem Fenster, dass es weh tut. Gucci Simulator, kenne ich nicht. Rick and Morty VR, ja, das hat Potenzial. Der Bergdoktor, da kommt auch nichts Neues. Hitman 3, da hat mich das 2 nicht so überzeugt. Hearts of Iron 4. Also wenn ich irgendwann einmal 2,5 Zuschauer haben möchte, dann spielen wir Hearts of Iron 4. Tetris! Hey, was hat eigentlich jeder gegen scheiß Tetris, Alter? Tetris ist eines der besten Spiele, die jemals gemacht worden sind. Bestes Beispiel für Scheiß auf Grafik, Gameplay ist alles. Fischen. Watch Dogs ist gar nichts für mich. Birger befindest du Eberthofer Krimis. Absoluter Fremdscham. Birger mein gut sein, um Gottes Willen, ich hab keinen einziges gelesen, ist mir auch scheißegal. Aber die Filme haben absoluter Fremdscham. Cringe-Level 9000. Habe ich noch keinen länger geschafft wie 10 Minuten noch zum Schauen. Tut mir leid. Corona-Spiel. Was ist das Corona-Spiel? Leiderhusten. Der neue TikTok-Trend. Darf mich nicht wundern. Geistig behinderte Vollidioten. Scheiße. Vielleicht mit Eishockey. Na, kann ich auch nichts damit anfangen. Jurassic World Evolution ist geil. Da kannst du einen Park bauen und Dinos auf Besucher loslassen. Das hat es erst umsonst gegeben für auf Epic. Das habe ich sogar. Ja. Gute Idee. GTA. Nee. Red Dead Online. Gummiknautschallbalken wieder mal geil. Da brauche ich erst einen Controller. Ich habe immer noch keinen Controller. Fernbus-Simulator. Quarantäne, the Game. Gibt's das? Spielen wir doch eigentlich gerade.
dann müssen wir uns auf alle Fälle irgendwas für diese scheiß Lockdown-Kacke ausdenken. Da brauchen wir irgendwas, was ich vielleicht auch mal spontan an einem Samstag einschalten kann, so wie früher. Was heißt früher? So wie letztes Jahr halt auch. Da war Doom ganz geil. Hätte man aber auch in der Primetime spielen können. Also Plague Inc. Das habe ich glaube ich sogar. Warte mal, habe ich das nicht sogar? Natürlich habe ich das habe ich ja schon mal gespielt. Plague Inc. Das kann man eigentlich auch mal spielen. Wann kommt ein neues Video? Weiß ich noch nicht. Das sage ich euch, wenn es soweit ist. Slenderman war halt geil. Wiener Edition. Kenne ich nicht. Star Wars Battlefront 2 hat es am Wochenende kostenlos im Epic gegeben. Ja, vielleicht, aber warum eigentlich nicht? War eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe das damals in der Beta gespielt, da haben mir diese Raumkämpfe haben mir ziemlich gut gefallen. Kann man auch mal machen, so am Mittwoch oder so. Transport Fever haben wir noch, da fällt uns schon was ein. Was wir mir nächsten Montag tun, das weiß ich noch nicht. So, jetzt muss ich mir erstmal das Kreuz ausrenken und wieder einrenken, damit es wieder geht. Freunde der Sonne. Wann das Video kommt, weiß ich noch nicht. Entweder den Sonntag oder am Sonntag in der Woche. Sehr wahrscheinlich. Je nachdem, wie ich dazu komme. Ich suchte halt momentan ziemlich viel Path of Exile und dieses Drecksspiel lässt Zeit wirklich so vergehen. Also ich sitze mir hier um 2 Nachmittag, bam, es ist 10 Uhr auf die Nacht. Ohne dass ich irgendwas kapiere. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Das darf ich gerne ausnutzen. Da ich schon immer so war mit, ich mache das, was mir Spaß macht, deswegen zocke ich momentan PoE. Das werde wahrscheinlich nur die ganze Woche anhalten, deswegen ist ein neues Video am Sonntag relativ unrealistisch. Schauen wir mal. Aber es ist fertig gedacht, sagen wir es so, und fertig, zumindest das Nötigste auf Papier gebracht, wie es ausschauen soll und so. Ich muss bloß noch machen. Also das Hälfte ist schon mal gemacht. Ja? Kommt die nächsten Tagen, 1 bis 2 Wochen, schauen wir mal. Stoffe! Für einen Controller Gummignaudel. Merci, oder? Nicht mit so viel Geld schmeißen. Bitte stop it. Das war heute schon wieder so lächerlich viel, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Löwe, merci für deinen Euro. Bavaria Gaming, merci für deinen Zwickel. Stolzer Löwe, merci nochmal für einen Euro. Tanzender Wolf, Vierefly und Sideching und Pizza und überhaupt sowieso an alle, die übersehen, aber es tut mir leid, es geht einfach nicht mehr, dass ich auf jeden Donate aufpasse, das ist völliger Irrsinn. Wir waren heute wieder massiv viele Leute, das hat mich sehr gefreut. Dominik, Escape! Was Escape? From fucking Tarkov. Ganz ehrlich, lieber stecke ich mich mit AIDS so. Nie wieder. Tarkov spiele ich nicht mehr. Das ist mir zu... Da ist mir der Shooter-Ansicht schlecht. Das Gameplay-Prinzip in Tarkov ist eines der genialsten, was ich jemals gesehen habe. Aber der Shooter selber spielt sie einfach, als hätte Counter-Strike und Minecraft ein Kind kriegt und das jetzt auf Wish bestellt. Keine Ahnung, kann ich nicht so sagen. Sebi, danke für den Stream. Alter, keiner braucht sich bedanken bei mir fürs Streamen. Das ist einmal amtlich. Ja, Sebi, merci. Hashtag GetSwifty, schreibt der Pickle Rick. Halt's euch dran. So, und jetzt ist er Ruhe. Freunde der Sonne, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Heute waren wir wieder mal ein Haufen Leute. Sehr viele, ich glaube 1900 war der Peak irgendwo. Overwhelming, still. Kann immer noch nicht ganz kapieren, wie viele Leute das da eigentlich zuschauen. Völliger Irrsinn. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben auf YouTube nicht vergessen. Auf Twitch und auf YouTube die neue Leute. Lasst ein Abo da, lasst ein Follow da. Ich stream jeden Montag und Mittwoch ab 20 Uhr bis meistens so 10 Uhr. Manchmal überziehen wir 20 Minuten, so wie jetzt gerade, was wir irgendwie seit der Sommerpause, die auch schon wieder 4 Monate, 5 Monate her ist. Das ist schon wieder 4 Monate her, oder? September, Oktober, November, Dezember, jetzt haben wir Mitte Januar. 5 Monate her, Alter. What the fuck ist eigentlich mit der Zeit los? Pascal, Call of Duty Cold War, haben wir schon gestreamt. Und ein Multiplayer spiel nicht. Das Call of Duty Cold War so miserabel schlecht, dass ich kotzen muss. Sommerpause war doch erst im Dezember. Irgendwie schon. Irgendwie schon. Ist ja scheißegal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Press F für die Moderatoren. Vielen herzlichen Dank für die ganzen neuen Mitglieder. Das war halt schon wieder ziemlich krass. Danke, dass dieser scheiß Alert geht. Hat natürlich 2 Seiten der Medaillen, dass ich natürlich, bin ich ehrlich, wenn der Alert geht, kommen neue Mitglieder dazu. Das ist auch logisch. Aber für alle anderen, die Mitglied geworden sind in den letzten 2 Monaten und der Alert nicht gekommen ist, ärgert mich das einfach, weil ich natürlich weiß, das wollen die Leute. Ja? Gehört einfach auch dazu. Und natürlich ist es kacke, wenn das nicht kommt.
Vielen herzlichen Dank an alle alten Mitglieder. Vielen herzlichen Dank überhaupt und sowieso für alles. Wir sehen uns am Mittwoch mit Cyberpunk. Ich kündige das bei mir im Discord an. Wer Interesse hat, Discord-Link ist in der Beschreibung und überhaupt und sowieso. Oder du gibst im Chat einfach Ausrufezeichen Discord ein. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt halt Bussi aufs Nussi. Schleicht wir uns ins Bett. Ich mache noch 4, 5, 6, 7, 8 Maps. Man muss in die Arbeit, sonst da ich nämlich ungefähr 60 Maps heute noch mal in Path of Exile. Schauen wir mal! Bussi aufs Nussi. Haut euch ein, schleicht euch. Und jetzt. Good old tradition says. Habe die! Schleicht euch.